schauen wir mal, singen wir schon. So, Moment, LEDs ein und nehmen wir mal den Stift auf Zeiten. Ganz gemütlich heute. Geht überhaupt der Ton? Geht der Ton? Ich weiß es nicht. Geht überhaupt irgendwas? Hallo? Hallo? Mensch Gott, Bürger, einen YouTube-Termin verpennen. Was, nix, was für Termin, Alter. Heute gibt's keinen Termin. Regel Nummer 1. Jetzt tun wir erstmal ganz flauschig hier. Psst. Spontan Stream, Alter. Spontan Stream, Alter. Twitch hat's auch schon mitgekriegt, da schon hin. Da Mr. Custom, der Galo Gera und der Maxi King, all die miteinander. Ich bin's, der Bürger, und ich nehme Samstag. Nein. Halt nicht. Ich bin halt zu meiner eigenen Belustigung da nicht zu einer. Das ist mir so der wichtigste. Bandlands, habe dritt, alter Mann, alles fit, einfach gemütlichen Samstag, schöne Grüß aus mit der Face. Schöne Grüß zurück aus Landau. Und merci. Bitte, please, stop it. Samstagstream ist zu meiner Belustigung, nicht zu einer. Darum kommt er relativ spontan. Den nächsten Samstag her so, hey, Stream! Dem kann ich auch nichts tun. Wenn man es so sieht. Stephanie B. ist auch da. Tonline, der Bavarian Michel, der Flops. Was? Flops it win. Everybody do the flap. Wir spielen mal gemütliche Runden Rimworld. Ja, ich weiß schon, da kennen die meisten oder die wenigsten, oder wie soll ich jetzt da sagen, noch weniger damit anfangen wie sonst. Ist mir aber scheißegal, Alter. Hab ich Bock, Alter. Was soll ich machen? Es ist Samstagabend. Keine Sau darf aussehen. Was soll ich machen, Alter? In WoW habe ich die ganze Scheiße schon erledigt. Da geht jetzt nächsten Mittag weiter, dann geht's halt so richtig weiter. Was soll ich machen, Alter? Weiß ich nicht. Was soll ich sagen, Alter? Grüß Gott miteinander. So. Hashtag Kannibalismus. Das ist immer der richtige Hashtag für den heutigen Abend. Heute werden natürlich wieder Leute gekocht, geschlachtet, gegessen und angezogen. Aber Babypanther, die werden wichtig. Die werden heute wichtig. So, jetzt gehen wir uns einmal noch, wie lange haben wir? Jetzt haben wir mit 2 Minuten da. Es gibt halt es ist ein Open End. Ja? Wenn ich in einer Viertelstunde theoretisch keinen Bock mehr habe, dann bin ich in einer Viertelstunde fort. Wir machen heute einfach so, machen wir einfach so, wird schon passen. Nicht? So, was Menschenhautumhang. Stimmt, mittlerweile haben wir 2 Teile. Auch. Mittlerweile haben wir einen Umhang und einen Hut. Wir brauchen noch viel mehr. Wieder. Opa, nein, stop it, ich möchte halt keine Donations nicht sagen. Bevor sie irgendwas mit Donations macht, dann geht's lieber in meinen Shop und kauft, da habt ihr noch was davon. Wie gesagt, ich bin halt zu meiner eigenen Belustigung da nicht zu einer. Opa, habe dritte Zeit wird's erst. Was Zeit wird's erst, Leute? Zeit wird's erst! Schleich dich, du Arschloch! So. Ich habe das Gefühl, dass wir halt einen ganz gemütlichen Chat beieinander haben. Keine 1500 Leute und überhaupt und sowieso. Nein, wir ganz gemütlich. Ganz gemütliche Geschichte. Ne? Und deswegen gehen wir auch gar nicht lange an. Wir fangen einfach direkt zum Spielen heute. Ja, so schaut's aus. Jetzt beißen wir Wacht. Jetzt starten wir mal. Ich habe mich übrigens mal mit Mods beschäftigt. Holy shit, Alter. Du kannst ziemlich eskalieren, habe ich gesehen. Hey, Adderall! Servus, schön, dass du dabei... Ja, Ruiz. Nein, stop it. Ihr habt es schon gehört. Ruiz, ich will nicht. I don't... Nein! Jan, merci. Domi, merci, Alter. Jetzt schnauze jetzt. Kruzifix. Hört ihr eigentlich einen Ton? Hört ihr eigentlich den Donation-Ton oder ist es einfach der falsche? Bin ich einfach ein Depp? Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch scheißegal. Hau ab jetzt mit deinen Donations. Ich will nicht. So, ich starte mal spät. Wieso schaue ich nicht so klar aus? Ich schaue aus, es war 1,20 Meter groß. Was ist denn da eigentlich passiert? Ja, einfach aufziehen wird auch nicht helfen. Good job, Bürger. Ja. This is not how it works, Alter. So, jetzt weiß ich mir auch, wird der Ton übertragen von Rimworld. Nein, jetzt hört's halt auf. Leute, Michaela, servus aus Minga, spiel mal Phasmophobia. Haben wir schon gespielt. Horrorzeit ist vorbei, aber die Schnauze voll, sag ich dir ganz ehrlich. Michaela, danke schön für den 45. Ruhe. Mr. Fink, nein! Hab ich gesagt! Fix! Letten alle starren, Mr. Fink, merci. Achtung, weil du gesagt hast, Tierheim 250 für die, 25 fürs Tierheim, versprochen. Spendenquittung, all didn't happen, Alter. Da hört sie einen Ton von Rimworld? Bitte sagt's ja. Just say yes. Oh, das ist ein Weichstadt wie ein Micker, schau hier. Der faule Huhn hat seinen OBS-Setting nicht mehr zurückgestellt, ne? Das ist ja scheißegal. Nicht?
So, dann würde ich sagen, lehnen wir uns glücklich zurück und haben ein bisschen umeinander. Das hört sich doch vernünftig an, würde ich sagen. So, ich mach gleich ein wenig leiser, weil der schluckt schon wieder aus, dass du einen Schlaganfall kriegst und ich höre mich selber so dermaßen krass, dass ich den nächsten Schlaganfall gleich neu kriegst. Haben wir alle was zum Trinken? Ja, gemütlich was zum Trinken. Der Rauch ist da, der Trinkersepp ist da, so, weiß ich was. So, sounds good. Sounds good. Tastes good. Spiel Laden, Biergonauten, Hardcore, Laden, Auizwag. Unterschiedliche Mods. Die verwendeten Mods, das habe ich natürlich nicht gewusst. Also kann man Mods installieren und dann einfach das neue Ding weiterspielen? Also das alte Safe Game weiterspielen? Das der mir nicht, da geht bloß alles kaputt. Geht bloß alles kaputt, das der mir nicht. Nein, das der mir nicht. Das ist nix. Zurück, lade Modliste vom Spielstand. Ja, das ist gut. Die Modliste hat sich geändert, das Spiel nun automatisch neu gestartet. Ja, tolle Wurst, Alter. Tolle Wurst, Alter. Ja, die 2 Minuten, die haben wir auch noch heute. Heute passiert einmal überhaupt nichts, Alter. Erstmal habe ich die Ehre an alle, die da sind. Und überhaupt nicht sowieso. Maxi King, nein, ich mache mit dem Vollgerät keinen Saufstream. Es gibt bei mir keine Saufstreams, ganz ehrlich, wer sich in Livestreams zusauft, ist einfach ein geistig Behinderte. Aus. Das ist meine Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass der Vollgerät einen macht. Ich glaub's nicht. Herr Bayer, deine Streams sind zur beidseitigen Belustigung. Ja, Montag und Mittwoch, ja, auch, weil es ist nicht so, dass ich das gezwungenermaßen tue, sondern aus Eigenspaß. Aber heute ist ja wirklich eigentlich bloß zu meiner Belustigung, damit ich ein wenig was zum Schmerzen habe, ein wenig was zum Tun habe, was es ist. Und jetzt aber. So, das schaut sich doch gut an. Wieso ist jetzt da der Harmony in Multiplayer-Mod aktiv? Was ist denn das für ein Scheiß? Weiß ich nicht. Wo haben wir überhaupt stehen geblieben? Weiß ich auch nicht mehr. Das ist auch nicht so tragisch. Ich habe einen Haufen Blutflecken an der Wolle wieder da. Naja. Mr. White schreibt, Birger, du bist schuld, wegen dir habe ich Satisfactory gekauft und jetzt sucht die Rimworld auch noch. Tja, scheiße gelaufen, alle. Ja, Herr Rimworld, wer zahlt denn mir da eigentlich dafür? So, passt schon. So, jetzt passt so. Wo haben wir stehen geblieben? Wir sind wir eigentlich beieinander. Wir haben 2 Panther geholt, das weiß ich noch. Dann haben wir die Brauerei noch aufgestellt und den Gärbottich. Und wir haben 10 und einen Sepp, jawohl, und einen Dromedar haben wir noch kurz gezähmt, ja, der Programmer kümmert sich schon drum. Jetzt war es noch interessant, genau, Plan war folgender. Leute, hört jetzt auf zum Donaten. Ruhe ist jetzt, fix letten. Birgit, meinst du, dass es da ein Bier gibt? Weißbier ist ein Hof, Alter. Ja, wie chillt's, Alter. Ja, wo ich hau das Weißbier rein in Pfotzen, weil es eh wurscht ist. Merci. Iris, merci für deine 3 Euro. Sideching, sind eigentlich Mods anwesend? Inkognito, ja. Einer war vorher da. Heute ist einer hier. Nein, ist nicht. Schnauze. Ich warne euch. I fucking warn you. So, jetzt passen wir auf. Wir müssen mal beobachten, wir brauchen einen Tierpflegeskill beim Pro-Gamer. Warum? Weil wir unsere Panther nämlich trainieren wollen, damit die sauber hier mal rein randalieren können, wenn uns da jemand angreift. Und was haben wir da? Jetzt passen wir auf. Was? Das Tier kann einem Kolonisten zugeordnet werden, dem es folgen und dem es verteidigen wird. Ja gut, das kann nicht keiner. Ja, das haben wir ja schon rausgefunden, das kann keiner. Aber das Dromedar können wir trainieren. Ja, Dromedar ist auch schon trainiert worden und so können wir unseren Tiertraining-Skill aufwerten beim Pro-Gamer. Jetzt schauen wir da einmal. Bio, Tiere 6. Kann sich mal irgendetwas 6556 merken. Mir hat nämlich stark interessieren, wie schnell das Skillen geht. Weil wenn wir da jetzt 38 andere Viecher skillen müssen und trainieren müssen, dann kriege ich da ein kleines Schlagerl, Alter. Es dauert nämlich dann bis ins Endgame und dann war es auch wieder für Katz. So, Wildtiere haben noch da Dromedar und Leguan. Kann man Leguan zähmen, Alter? Kann man offensichtlich. Ja, das der mal. Hau ihm ein. Den tust du ihm her, dann passt das. So, was haben wir sonst da so für Projekte gehabt? Ja, Stormitzen und so. Was tut denn das scheiß Dromedar eigentlich im Gefängnis drin? Bist du besoffen, Mr. Dromedar? Das stellen wir auch gleich mal. Warte mal. Tiere. Das muss man noch einer Zone zuweisen. Das machen wir da genauso. Dass sie das da aufhalten darf, wo die Panther sind und nicht da irgendwo kreuz und quer umeinander reißt. Das ist total kalt, das wollen wir mir nicht. So, der Isosep, der tut sauber forschen. Was forscht denn der eigentlich? Schmieden. Ja, das ist in Ordnung. Weil wir müssen irgendwie nämlich eine Produktion aufziehen, mit der wir Geld verdienen. Das heißt, Kunstobjekte
was weiß ich, irgendwie Statuen oder so aus Granit, die dann irgendwann einen Status exzellent haben, die kann man für einen Haufen Geld bezahlen, einen Händler verkaufen und für den kaufen wir uns irgendeinen geilen Scheiß. So, was haben wir da eigentlich alles? Kamelhaut. Kamelhaut haben wir zum Saufuhren, ja, das ist auch alles nice to know. Ah, Menschenhaut ist auch noch da, das ist auch nicht so schlecht. Kann man brauchen. T-Shirt aus Bisonwolle, wo kommt denn der ganze Schrott eigentlich her? Ja, ich glaube von den Toten, ne? Haben wir wieder irgendwelche, wie soll ich sagen, irgendwelche Affen umgebracht und dann gegessen. Ja, das ist in Ordnung. Ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was wir jetzt eigentlich da sollen, um ehrlich zu sein. Jetzt passen wir auf Training, das beobachten wir mal. Sobald das Training Stufe 2 hat, schauen wir, was der Pro-Gamer für einen Tiere-Skill hat. Skills werden weniger, ja, aber erst ab einem bestimmten Level. Meines Wissens zumindest. Immer nur 6556, ich glaube erst ab Level 8 oder so, oder ab Level 10 werden deine Skills, wenn es nicht permanent macht, langsam weniger, aber wirklich extrem langsam weniger. Ich glaube, du wolltest letztens ein Lager bauen, das nicht verrottet. Das stimmt, sowas brauchen wir auch noch. Wir müssen sowieso die Räumlichkeiten so ein bisschen expandieren, aber das gefällt. Die Frage ist, wo wir das hinbauen. Das bauen wir einfach direkt daher. Das Problem ist halt, dass das da, das ist ein bisschen dumm. Das ist unsere einzige Anbaufläche, wir müssen eigentlich hinten drauf bauen. Weißt du was, da bauen wir hinten drauf. Haben wir von irgendwas einen Haufen Steine? Nein, natürlich nicht. Weil wieder irgendjemand keine Steine baut hat. Was haben wir denn da eigentlich? Da Fliesen aus Granit. Überfall! Schon wieder die arschgrauen Tiger, die waren doch schon mit oben ins Miefrogs. Da! Daisuke, Alter! Die zieh ich an, die hab ich schon, wir haben zu 5 schon gerne gezogen wie die. Das ist ein Dreck. Wir machen das wieder. Sidecheck. Ich passe da ein wenig auf YouTube auf, falls keiner da war, Ende meiner Donos. Und mein Mike, du auch. Fix letten. Merci dir. So, Ruhe jetzt. Hast du jetzt den ganzen schönen Boden weggerissen? Ja, weil die sonst nämlich da noch 3 Stunden lang irgendwelche Granitbrocken umeinander zimmert und ich nichts bauen kann. So, was ist jetzt mit dem Saisuke-Dettendom? Und der mit dem? Was ist mit dem Pro-Game eigentlich? Bedürfnis. Ja, das ist ein geliebten Haustier. Das wird dann so lange Menschen geschlachtet. Wie lange hält das noch? 10 Stunden. Ja, das ist akzeptabel. Dunkel. Ich war jetzt schon seit einiger Zeit im Dunkeln. Das mag ich nicht. Ja, dann, weiß ich nicht, was dann stell dich neben die Lampen hin. Was weiß ich nicht, was du tust. Unansehnliche Umgebung, abscheuliches Schlafzimmer, menschliche Stammeskleidung. An Hut oder sie mittlerweile gewohnt offensichtlich. Ja gut, das wird uns nicht helfen, Alter. Jetzt lassen wir es einmal schlafen. Die schlafen jetzt da, währenddessen guckt er sowieso noch da oben irgendwo umeinander. Drücken wir mal auf 3 und lassen wir die Zeit ein wenig schnell ablaufen. Und dann rotzt man aus seine Bio-Bandaletten. Oder was weiß ich mit denen, ne? Der wird schon nicht. Naja, kommt er schon. Da kommt er auf mit dem Zylinder. Franziska, bitte einmal hier hinstellen. Ja, und der Pro-Gamer, der stellt sich ein wenig weiter vor, weil der bloß einen Revolver hat und der geht ihm nicht so weit. So, jetzt müssen wir aufpassen. Achtung, Daisuke Inc. Oh, sie schießt jetzt schon drauf. Was? Die schießen alle jetzt schon drauf. Ui, ich hab das Gefühl, wir müssen mal kiten. Trifft man schon wieder nix. Ihr Volldeppen! Mein Gott, ihr seid lauter Blinde, das ist Wahnsinn. So, jetzt gehen wir da oben. Dann gehen wir da oben und dann kiten wir einfach nach Timbuktu. Kim, oben. Ja. Ja, jetzt wechselt das Target. Nein, er wechselt nicht das Target, der ist ein Idiot. Tja, Taisuke, dann geht's da nicht anders. Der hat einmal 2 Essensrationen dabei, das ist auf alle Fälle einmal was. Und dann monitoren wir gleich mal an die Schlachtbank, oder? Ah, hier, Schlachtbank. Ja. Ziehe Daisuke Computer. Computerleiche? Was? Daisuke ist ein Computer. Schade, dass wir nicht Gefangenen haben können. Das ist echt schade. So, priorisiere Tragen, Alter. Franziska! Tragen wir mal sauber ins Lager ein. Da tust du mal auf die Seitennummer. Du tust mal auf die Habenseite. So. Schott dem nicht. Schott dem nicht. Sedam, sie fix! Ich hab die Ankündigung Speck gesehen. Warum müssen denn die Spontan-Streams immer so spontan sein? Ja, scheiße, ne? Schwarzer Kadaver, habe die RMS für den Entwickler. Ruhe sitzt mit scheiß Donations. Ich bin zu meiner Belustigung da, nicht zu einer. Ruhe. So, ich verkriege mich auch wieder da herunter in mein Mickerl und sitze da wie ein Banana-Shaped Fuck. Und der ESO-Sepp ist beim Forschen. Das ist recht. So, jetzt hast du mit Leid schlafen. Was ist ihr Bedürfnis? Wir haben Menschen geschlachtet. Wurde beleidigt. Von wem denn schon wieder? Wir müssen die Umgebung aufmotzen, Alter. Wir brauchen mehr fucking Steine. Jetzt pass auf. Arbeit. Wir müssen mal einstellen, Handwerk ist das Wichtigste. Handwerk vom Pro-Gamer und von der Franziska ist das Wichtigste. Und reinigen vielleicht auch, dann ist es nicht ganz so kreislich überall. Schott vielleicht auch nicht, aber beides noch nicht so wichtig. Ja, wie soll ich denn sagen?
Die müssen jetzt da mal Steine produzieren, weil das sonst der Witz ist da. Was tut denn der ESO-Sepp schon wieder? Was ist das? Schaut den Wolken zu. Ja, du saufst doch auch schon mitten in der Nacht drin. Damit wir mir da mal was bauen können. Die Holzwind sollten wir auch austauschen. Holz brauchen wir für was anderes. Er hat gezähmt, der Programm hat gezähmt. Ich hab's genau gesehen, der wollte den Leguan zähmen. Wie um alles in der fucking Welt mein Leguan zähmt, das weiß ich nicht. Das weiß ich ja nicht, aber jetzt schauen wir mal, ob er was gelernt hat. Tiere, Stufe 7, Alter. Stufe 7, hat der jetzt da über 500 gemacht. Bist du total voll. Dann geht das schnell, bis du schauen kannst, Mann. Pass mir auf, jetzt müssen wir bloß noch mal herausfinden, was für Stufen das wir brauchen. Jetzt pass auf, was ist das da? Beschützen. Ja. Das Tier kann freigelassen werden, um ferne Ziele anzugreifen anstatt... Wo steht denn da gleich wieder dort, dass man, was für Stufen das man braucht fürs Training? Warte mal, Programmer auswählen, Rechtsklick auf den Panther. Ah ja, 8. Okay, wir haben schon bei Sim, das ist schon mehr akzeptabel. Ah ja, das geht schon, das kriegen wir eben schon. Tiere, Sim, ich meine, der verpflegt ja auch die ganze Zeit die Viecher, die wir haben. Der geht da immer wieder hin und tut streichen und was weiß ich was alles und fuhren. Das ist schon nicht ganz schlecht. Es ist eben schon nicht ganz schlecht, er ist ein schlechter Profi, steht dort. Ja, Stufe 7, schlechter Profi. 8000 Skillpunkte, das kriegen wir eben schon. Das kriegen wir eben schon. Jetzt drücken wir mal auf 3, ja, geben wir ihm hier mal ordentlich Schmackes. Transportkapselabsturz. Eine ängstliche Köchin namens Bibi! Bibi! Stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte sie den Aufschlag überleben, wird sie vermutlich schwer verletzt sein. Bibi gehört zu einer kleinen Fraktion. Zu keiner Fraktion! Du kannst sie retten und hoffen, dass sie freiwillig bleibt oder sie für Rekrutierungs- oder Sklavereizwecke gefangen nehmen. Ja, Sklaverei ist doch da das Wort, das mir... Oh, Bibi! Wie rettet man jetzt die Programmer? Rette mal die. Wie der man das? Rette Köch, Bibi. Kann nicht gerettet werden. Keine Betten im Kolonistenmodus verfügbar, die erreichbar und nicht reserviert und in sicherer Temperatur sind. Wow! Super toll. Ich hätte da so ein Menschenbett. Haben vielleicht ein paar Flachsen drin, aber ansonsten ist es ganz okay. Jetzt warte mal. Machen wir da mal ein Krankenbett draus? Ja. Programmer, du schläfst einfach draußen dann, das hilft dir eben sowieso nicht. Bibi, rette Bibi, Alter. Rette Bibi. Auf geht's. Und dann schauen wir gleich einmal, ob es überhaupt wert ist. Körper. Oberkörper gebrechlich, klang ich eh schon wieder. Wie alt ist denn die schon wieder? 150. Schauen wir der Bibi einmal zu. Hat eine Prellung, Kratzer, Bissnarben, Prellungen. Ja, die blüht ganz schön, aber das oh, Schmerzen extrem. Alter 65. Puh, was soll ich mit der? Ich muss aber einiges kennen. Die kann ja wieder gar nichts, Alter! Verweigert Gewalt kochen! Ja, was tut denn die dann? Verweigert Soziales, verweigert, wenn es brennt und verweigert Arbeit mit Tieren. Was kannst denn du? Merkmale, Rauschmittelfaszination, ja, ganz toll. Eine Frohnatur, wow! Wieder irgendeine angestürzte Hippie-Fotze, die wo kein Mensch da haben mag. Ja, genau. Und zu klug, ja, genau. Genau das unbedingt, das passt perfekt. Sollen wir die retten oder essen? Ich bin mir nicht ganz sicher, Alter. Retten oder essen? Aber ein bisschen was kannst, die Konduktoren habe ich gesehen. Pass auf, die Konduktoren habe ich gesehen. Wo ist denn jetzt? Ich kann sie mal anklicken. Sehr fix. Dann müssen wir... Ja, ich weiß es auch nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Jetzt legen wir es erst einmal ins Bett, Alter. Jetzt legen wir es erst einmal ins Krammerbett ein. So, eine ins Krammerbett mit dir, du alte Schupferbrunzen. Und der ESO-Sepp, der ist jetzt erst einmal gemütlich. Ja, Baby. Oh, der Programmer behandelt. Wieso behandelt seit wann? Behandelt denn der Programmer da irgendwas? Verstehe ich nicht. Entschuldigung, aber ich verstehe die Frage nicht. Ja, mir braucht man einen 4. Kolonisten. Ich sag's euch, was ist. Kann denn die irgendwas? Medizin? Ja, Kunst. Das ist gar nicht so unwichtig. Sie verweigert, sie kann sich dann auch um Pflanzen kümmern, ne? Pflanzen, Bergbau und sie kann gut forschen. Man, schau hin, die hat mehr Skillpunkte in der Forschung wie der ESO-Sepp, dann kann sie am Tag forschen und er in der Nacht. Das ist nicht schlecht. Das ist eben nicht schlecht. Hat Medizin, kann man ja auch brauchen. Und Kunst. Kunst ist nicht schlecht, Kunst und Pflanzen. Dann soll sie sich nämlich um die ganze Anpflanzung, da kümmert hat der Programmer mehr Zeit für andere Dinge. Aber jetzt muss sie erst einmal überleben. Ja, jetzt muss sie erst einmal überleben.
So ein 4. Kolonist ist echt wichtig. Was halt extrem schlecht ist, dass diese Tussi Gewalt verweigert. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, habe ich immer nur 2 Kolonisten, die irgendwas deren und sie verteidigen. Langsam aber sicher müsste man so Selbstschussanlagen skillen. Und daher vorne irgendwie, keine Ahnung, ich würde vorschlagen, dass wir da hinten zumachen, da so, da alles vollbauen mit Kartoffeln und Scheiß und Klumpen mit Essen und so, und da machen wir zu. Und daher vorne machen wir so einen richtigen Sandsackbunker mit in alle Richtungen, außer nach Osten, also nach rechts, mit so Selbstschussanlagen. Ja, damit wir in alle Richtungen Baller kommen und dann ja. Ich weiß schon, dass ich es essen soll! Ich mag's nicht essen! Gewaltverweigerung ist der beste Medic. Das stimmt. Da hat er recht, der Herr Time. Da hat er recht. Aber die kann auch nichts Besonderes, gell? Was, diese ängstliche Köchin verweigert kochen. Ah, damn your logics. So, jetzt bei mir an. Die muss jetzt erstmal wieder fit werden da. Wir brauchen ein Bett. Brudi, wir brauchen noch ein Bett. Wie viel Holz haben wir? 28. Also was können wir ein scheiß Bett noch bauen? Ja, wir brauchen sowieso ein Krankenbett. Das hilft sowieso nicht. Bett aus Sandstein. Haben wir mittlerweile schon mit Steinen. Ich meine, Franziska tut das sauber am Anzimmern. Was haben wir da? Granit. Brudi, dann bauen wir uns aus Granit. Tust du mal ein Granitbett daher? Was braucht das? 45. Sie druckt gerade was her. Hammer. Schön. Geht's sofort rein. Wunderschön, Alter. Wunderschön. Sie hat, ich weiß nicht, ob es Angst vor dem Kochen hat. Sie ist eine ängstliche Köchin auf alle Fälle. Ich weiß nicht, wie es Köchin geworden ist, wenn es Koch verweigert, aber weiß nicht. Aber da hat er recht, der Metal Devil. Wir werden es forschen lassen. Forschen, Pflanzen. Na, halt nochmal. Was kann's? Forschen, sich um Pflanzen kümmern und Doktor. Und Kunst. Ich meine, so schlecht ist die Frau gar nicht beieinander eigentlich. Bis auf das, dass sie sich nicht verteidigt. Aber das löst man anders, das Problem. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen Zeit durch. Lassen wir mal ein bisschen Zeit durch. Währenddessen haben wir ein wenig Dampf in der Zwischenzeit. Wie geht's euch so? Oh, mir geht's gut. Hauptsache gemütlich. Wie schaut ein Pro-Gamer sein Tiere-Skill aus? Das haben wir schon wieder 600 Skillpunkte. Schau ihm die so. Das schaut doch gut aus. Haben wir immer noch ein freilaufendes Dromedar da herunten und irgendwo einen verkackten Leguan. Da haben wir einen Kaktus gefunden, der ist bereit zum Ernten. Den sabbelt man ab, das sagt er. Da haben wir, der ist noch erst bei 25%, den können wir noch nicht brauchen. Naja, wird schon. Und dann darf man langsam aber sicher mal anfangen, dass wir die Scheiße da überdachen, weil, unsere Bauteile haben bald hier. For fuck's sake, Zone verkleinern, wir müssen das Lager umlagern, Entschuldigung, Einstellung kopieren. Was ist jetzt? Zone erweitern. So. Und da löscht man die Zone. Und dann sonst den ganzen Scheiß. Ah ja, der Programmer tut jetzt Dromedar trainieren, er hat schon 2 von 3. Wir sollen jetzt den Scheiß da mal in den Kühlkammer reintragen, damit es überdacht ist, dann verrottet das Zeug nicht, weil wenn die Bauteile nämlich hier haben, das war echt schlecht. Und da links unten, ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger da steht quasi die Haltbarkeit, also die Lebenspunkte von dem Zeug. Und das war einfach Schrott drum. Und Bauteile haben nicht einfach zu bekommen und auch nicht billig. Und da ist noch eine Zeit hin, bis wir die selber produzieren können. Wird eben schon. So, wer kocht denn eigentlich von euch faulen Idioten? Der Isosepp wieder. War ja nicht. Was? Reisende der Fraktion Dromedar-Fleisch ist verdorben. Wieso ist es verdorben? Bist du besoffen, Alter? Wieso? Müssen wir noch mehr Minus machen, oder wie sehen das? Verstehe ich nicht, warum das verdirbt. Wird schon. Eins nach dem anderen. Wir brauchen eigentlich irgendjemanden. Da gibt es noch Bauteile. Ja, in die Bergstecker nur ein paar Bauteile, so ist es nicht. Arbeit, was wir jetzt tun? Transport ist Prio 1. Das tun sie nämlich nicht die ganze Zeit, sondern bloß wenn irgendwas zum Transportieren ist. Wer schreibt das gerade? Der Beastie Boy, Raum zu groß, eine Klima reicht nicht. Ganz ehrlich, ich habe schon größere Räume gehabt, wo das ganz gut funktioniert hat. Es hat drin minus 6, 5, 6, minus 6, minus 5 und alles unter 0 gelangt, dass das Zeug tiefgekühlt und niemals verderben kann.
Da dürfen wir langsam schauen. Dass wir endlich Material herkriegen, damit wir weiterbauen können. Was ist jetzt da? Franziska, trag einmal das Zeug. Trag. Ich habe euch alle Priorität 1 Tragen gegeben. Ja, priorisiere Tragen. So Sepp, du stehst jetzt auch mal mitten in der Nacht auf und tragst ein wenig etwas. Ja, mag keinen Ton hören. Jammert nicht. Wir tragen wir jetzt. Franziska soll bauen. Ja? Risikozusammenbruch schwer. Oh, dem Pro-Gamer geht's gar nicht gut. Brudi, dem Pro-Gamer geht's gar nicht. Ja, Leiche gesehen. Hat immer noch seine Menschenleder-Stammeskleidung an. Ja, das ist wichtig. Unansehnliche Umgebung, abscheulicher Schlafsaal. Kannibalismus gekocht. Das ist einfach schlecht, Alter. Wieso kocht denn der Pro-Gamer überhaupt? Das weiß kein Mensch. Naja, gut. Ja, okay, der Sepp tragt um an. Schau hier, er tragt das Silber wegen an. Das Silber, wenn natürlich zusammenfällt und kaputt geht, dann haben wir ein Problem. Training erfolgreich, Mr. Pro-Gamer, Training erfolgreich. Wie viele Skillpunkte haben wir? 2800. Oh, es geht schnell, wenn wir meinen, Alter. Die scheiß Panther, die haben wir schnell trainiert, so schnell kannst du gar nicht schauen. Leute, ich passe auf die Spinden nicht auf. Hört nicht auf jetzt. Bauer Brownie, kannst du wieder einmal der Hunter spielen? Vielleicht irgendwann ja. Snooze Benny, Alter, der Merch ist angekommen und saugemütlich. Das freut mich, Leute. Merci. Jetzt chillt's, ich möchte heute keine Donations sehen. Ruhes. Oh, wir haben, glaube ich, einen Leguan gezähmt. Ja, da stellen wir auch gleich ein Training ein. Ach, den verdammten Leguan kann man nicht trainieren. Das war aber irgendwie fragwürdig. Das war ja irgendwie fragwürdig, wenn du mich fragst. Wenn ich zum Leguan so sitze und er sitzt sie wirklich hier und da die sagen, unterstreicht das nicht die Glaubwürdigkeit des Spiels? Ja, genau. So, was ist mit dem Pro-Gamer eigentlich? Pro-Gamer. Müssen wir deinen Muttermacher mal ins Gesicht hauen, oder wie? Ja, mal ein wenig eine Nase zu voll nehmen. Vornehm durch die Nase atmen. Oder wie schaut's denn aus? Ja, er tragt ein wenig umeinander. Er tragt ein wenig das Zeug umeinander. Haben wir innen trotzdem 5-6 Grad. Müssen wir noch eine zweite, ne? Hilft ja nicht. Da müssten wir eine zweite Klimaanlage einbauen, ich weiß nicht. Entweder haben sie das auch umpatcht, keine Ahnung. Kostet bloß 90 Stahl und 3 Bauteile. Und nichts davon haben wir. Wow. Begeisterung. Du kannst sie Berg bauen? Das war toll. Bergbau! Ja, die alte kommt Bergbauen auch noch. Jetzt darfst du langsam mal wieder gesund werden. Was ist denn los mit der? Die braucht eine Stunde lang. Baby schließt sich an! Da, hinter mir steht's. Im Blau. Wie muss ich mir den Rucken? Da. Bibi schließt sich an. Zauber, Bibi. Gute Entscheidung. So, du kriegst gleich mehr Arbeit. Bibi, Köchin. Patient. Ärztin. Bettruhe können wir eigentlich auch auf alle auf eins stellen. Hilfsarbeit. Machen wir auch eins. Aufsehen, interessiert keinen, bla 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 bla. Feldarbeit, machen wir bei ihrer 1, beim Pro-Gamer machen wir es 4. Bergbauen machen wir beim Pro-Gamer 4, bei ihrer 1. Waldarbeit machen wir bei ihrer 1. Kunst machen wir 1. Transport, Reinigen und Forschen ist 1. Tja, dann schaut das gut aus. Sagt der, wie es ist. Mal eine zweite Tür vor die Kühlkammer. Das ist ja nicht das Schlimme. Das ist ja nicht das Schlimme, wenn die Tür auf und zu geht. Da ist ganz kurz, geht dann Temperatur auf und dann sofort wieder runter. Deswegen verdirbt das Zeug nicht. Das ist wurscht. Das ist wurscht. Ja, super. Solange da natürlich ein Loch drin ist, bringt es absoluten Scheißdreck. Stahl 90. Wie viel Stahl haben wir? 0. Nice. Nice. Liegen da nicht noch irgendwo irgendwelche Trümmer umeinander? Haben wir doch da letztes Mal noch, war das in meinem privaten Spiel oder war das da? Wo ich irgendwo da ist auf alle Fälle was, Schiffsteile. Die kann man zlingen. Dann auf alle Fälle irgendwo da nochmal Schiffsteile. Kann man zlingen. Wo haben wir da sonst noch was? Da liegt irgendwo ein Dromedar umeinander. Ich weiß nicht, was der Sepp jetzt vorhat, aber er tragt Holz zur Lagerzone. Ja, das soll er mal machen. Da haben noch Teile. Oh, da haben wir noch Stahl 32. Das gehen wir, wo wir noch nicht freigegeben haben. Das gehen wir frei. Scannen wir mal die ganze Map ab. Ob da noch irgendwas ist, nicht so wirklich, gell? Ja, dann müssen wir leider Gottes anfangen, dass wir es aus den Bergen raushauen. Hilft uns nichts, oder? Hilft uns nichts. Wie viel Essen haben wir eigentlich noch? Warum haben wir nichts zum Essen? What the fuck? Wir haben so viel Essen, das Ding ist voll keine Sau gekocht, Alter. What the fuck? Ja, Sepp und Franziska müssen nicht dann kochen, das hilft uns nichts. Tatzen für Deppen, ja? Kannst du ja mal umtun mit dem Kochen, du Zipfel Adam, du. Was tut, haben wir mir da eigentlich eingestellt, er soll gleich 4 auf einmal kochen oder ist das eins, was er da kocht?
Sind 3 auf einmal, 4 auf einmal. Leckere Mahlzeiten, wichtig. Was wir da auch gleich machen können, ist die Kapazität von den leckeren Mahlzeiten nach oben tun. Hat er da jetzt 6 oder 10? Wir haben zu 4. Dann schaut es eigentlich, wenn wir 40 gesehene Mahlzeiten haben und dann erst, oder machen wir 20, dann hat jeder 2, 5 und dann gelangt es und dann kommen einfache Mahlzeiten in neu, dann machen wir auch 20. Da wird immer ausreichend. Oh, da wird er geschlacht. Da haben wir geschlacht. Aue Zwack, Franziska, jetzt geht's bedürfnismäßig bergab. Die hat gerade wieder geheißen. Dying, Suki, Saki, kein, ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Ist ja total wurscht. Auf alle Fälle ist er gerade geschlacht worden. Haben wir wieder ein paar Menschenhaut. Da meine ich, ist es mal Zeit, dass wir der Bibi gleich mal zeigen, wo wir wohnen und da mal einen Hut draus machen, oder? Dann machen wir unseren Hut draus. So, dann stellen wir mal einen Hut ein. Das wird eben schon. Was ist jetzt kaputt? Risikozusammenbruch schwer. Ja, Pro-Gamer geht's nicht gut. Sehe ich schon. Sehe ich eben schon. Pro-Gamer, du schaust nicht gut aus. Kannibalismus schon wieder gekocht. Abscheulicher Schlafsaal. Schlecht. Das ist einfach schlecht. Leider kann ich nicht helfen. Haben wir mittlerweile schon mal ein paar Steine. Was haben wir denn da? Granitblick. Weißt du was, jetzt der wir da mal einen Granitboden ein. Ausnahmsweise. Fliese aus Granit. Dann machen wir das voll. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir da einen Boden drin haben, aber das sollte Franziska einmal regeln und da einen Boden einlegen. Und dann soll irgendjemand da drin einmal putzen. Das ist ein Wahnsinn. Was wir auch noch bauen können, was ich auch immer noch gerne tue, das verschönert den Raum nämlich. Da haben wir noch einen Blumentopf aus Granit hier. Ja? Blumentopf aus Granit, den stellen wir an jeden ein. Wird's gleich hausig schienen. Wird's gleich hausig schienen. So, Pro-Gamer, ich glaube, das ist wieder in Tee gegangen. Ein bisschen das Bedürfnis, das ist in Ordnung. Wie geht's dem Dromedar? Das ist sauber trainiert schon. Hier, beschützen. Meister ist der Pro-Gamer. Das heißt, wenn wir das Dromedar wieder hergeben, dann ist es wieder erschüttert. 8 Monate lang. Sehr fix. Sozial, Bekannter, Basil Bibi Beta. Bekannter, Seppel, Sepp, Rivale, Franziska. Oh, Pro-Gamer und Franziska mengen sie nicht. Erschreckend. Was tut jetzt er wieder? Er gräbst du durch die ganze Weggeschichte durch. Pro-Gamer, wo gehst du hin? Bio, Tiere, 2800. Ja, dauert schon ein wenig. Die Panther kriegen wir schon noch trainiert, oder? Die Panther, die kriegen wir mir schon noch trainiert, oder? Da brauchst du mir nicht an, wieder. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Bibi? Ist jetzt die bald einmal fit, Alter? Was ist los mit der? Bewegen, 34%. Kannst du mir mal gern haben? Sie können mir mal gern haben. Wie schaut's da aus? Wie schaut's bei den Wildtieren aus? Haben wir auch nicht mehr recht viel. Die Frage, ob wir das da unten wirklich auch noch zähmen wollen. Ja, das zähmen wir, das trainieren wir zweimal und dann schlachten wir es. Die sägen, so wie ich das nämlich da sehe, haben wir kein Fleisch mehr. Ist das vergammelt oder ist das... Wir müssen das Ding da haben, sonst geht alles kaputt. Grutzi fix, Alter. Bauteile haben wir viel genug, aber Stahl haben wir keins. Wo ist fucking Stahl, Alter? Das ist Silber und kein Stahlbier, du. Das ist Stahl. Stahlreste, da steht's da, Bredelbrot. Schick mit Bibi runter. Das soll ich mir da wegen mit dem Bücke eindrischen. Wir brauchen Stahl. Brudi, wir brauchen Strahl. Strahl. Bibi, mir wurscht, ob du krank bist. Du gehst jetzt so da und hack jetzt. Haben wir nicht so Gaudi da. Bibi! Bibi on the run, Alter. Ist gebrechlich. Prellung. Ja, aber so aber Escape. Wird schon. Schau mir ein bisschen zu, wie lange das da braucht. Wahrscheinlich 3 Stunden für unser Ding. Ja, dauert schon wenig. So ist es nicht. Dann ist die Frage, was direkt danach tut. Ja, natürlich, geh. Das heißt, du hättest da so ausdenken, gell? Kannst du mal fett knicken, Bibi. Du haust jetzt da mit mindestens 100 Stahlbrocken aus, sonst meine hau nicht mehr lang! Oh, jetzt kommt auf der Sepp. Du bist einfach vorbeigekommen und was abgeholt, schon hin. Du sollst nicht tragen, du sollst den Berg einhauen, du Mistmatz. Kannst schon noch mal ein bisschen Berg arbeiten mit 65. Ja? Geht ihm schon. Muss ihm schon gehen. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Bibi, außerhauen mit dem Schund. Komm. So, wunderschön. Und dann den nächsten. Was ist denn jetzt wieder? Ein verrückt gewordenes Dromedar. Das soll jetzt... Oh, das verrückt gewordene Dromedar kommt direkt auf uns zu. Das werden wir jetzt mal jagen und zähmen abbrechen. Bibi, du verpisst dich mal lieber.
Bibi, gehen wir mal lieber. Da holen wir uns lieber die Franziska und einen Bierger, die müssen da mal kurz aushelfen, fürchte ich. Oh, Bibi, das geht nicht gut aus. Oh, Bibi. Ja, ich hab das Gefühl, du wirst... Jetzt wirst du vom Dromedar erschlagen, dann krieg ich aber einen Vogel. Haupt Dromedar, Sepp! Nur eine Pause, wo hatten die anderen zwei? Mein Gott, bist du da Obergurken, dabei geht die Welt unter. Ja, Bibi, ich hab mir das auch anders vorgestellt. Was ist da schon wieder los? Stolz, liebe Servus, Bier, hab gerade das Discord nachgelesen, was hab ich versandt? Wir werden gerade von einem Dromedar erschlagen. Schlecht. Sepp, du bist da ein Depp. Weißt? Ja, genau. Rennst jetzt du auch noch ins Dromedar herum. Du Zipfel Adam. Da, schieß drauf. Du schießt da drauf. Schieß Solli drauf. Schieß auf Dromedar. Schieß auf Dromedar! Sepp, du laufst weg! Lauf weg! Ja, hergottselig. So, jetzt haben wir die Scheißen da. Bibi ist schon wieder bewusstlos. Nein, Bibi nicht bewusstlos. Was ist da los? Hab bloß ein paar Prellungen vom Dromedar. Okay. Dann wissen wir beide, was das heißt, Bibi. Ab in den Bergbau. Ab in den Bergbau, Brudi. So, ihr zwei geht's wieder ins Bett. Sepp, du rammst das konsumiere Dromedar. Wieso kann er das nicht tragen? Wieso nimmt das nicht einfach und tragt es davor, sondern er isst's im Ganzen, oder wie? Dann konsumiere, priorisiere, tragen. So, dann kannst du wieder ins Bett gehen, programmen. So. Ach, der ist noch im Kampfmodus. Hoppala, hol Video singen. Mein Fehler. Hoppala, hoppala. Hätte ja sein können, dass er nicht im Kampfmodus ist. Was ist jetzt mit der Bibi? Bibi kann keinen Stecker mehr geben. Kritischer Alarm, Risikozusammenbruch schwer. Wer? Pro-Gamer schon wieder. Der soll jetzt einmal seine scheiß Tränzerei aufhören. Kasperl, der. Na, Sepp tut's aber, tut kochen. Der kocht ein wenig auf. Trauer, Bibi ist zusammengebrochen und läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war starke Schmerzen. Ja, es tut mir irgendwo leid, Bibi, aber irgendjemand muss ins Bergwerk, glaube ich. Dann legst du halt hier und schlafst ein wenig. Ach, die ist jetzt zusammengebrochen. Und kann dir irgendjemand helfen? Bibi, was los? Was tut's denn jetzt? Jetzt gräbst du irgendwo in der Weggeschichte umeinander, oder was? Bibi, du sollst hacken. Nicht tränzen, hacken. Was? Was soll's denn jetzt? Der Blutspur folgen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Behandlung benötigt. Was für Behandlung, wenn's irgendwo gestört umeinander läuft? Kann man die einfangen? Tu mir Sepp her. Sepp, kannst du mit dir was tun? Nein. Puh, der verdammte Panther, der schläft da. Der frisst 20 Fleisch! Alter, der frisst ein Tor vom Shell! Fix Leute! Scholzerle, wo kommt der 4. Kolonist? Der ist abgestürzt. Und hab ich gerettet. Das ist noch nicht lang her. Vor einer Viertelstunde gefühlt. Wie spät ist es überhaupt? Geschissen, wie spät das ist. Interessiert mich halt nicht. Der ist abgestürzt. Das ist die Bibi. Die ist ein bisschen älter. Die kann auch nichts. Die verweigert so gut wie alles. Sie ist ängstliche Köchin. Aber sie verweigert Kochen. Wir wissen nicht warum. Aber sie sagt, Kochen? Nein! So, dann haben wir auch Wildtiere, kann ich naja da. Okay. Was ist der Flix? Esel frisst nicht so viel, ich sag's ja bloß. Flix! Fix! Schnauze jetzt! Wo ist Bibi? Wie lange ist denn die zusammengebrochen? Was tut denn die? Die schaut mir nicht an, als wäre es zusammengebrochen. Was ist jetzt eigentlich mit dem Stahl? Wie viel Stahl braucht man für die Scheiße überhaupt? 90! Kruzifix, wie viel tragt die aneinander? 34. Ja, dann kannst du mir anfangen, die Scheiße da jetzt zu machen, weil sonst verfault uns das ganze Essen. Das gute Menschenfleisch. Ha? Verrottet, weit im Freien, verdirbt in 22 Stunden. Ja, richtig tolle Wurst, Alter. Richtig tolle Wurst. Beste Wurst. So. Was ist mit der Franziska? Franziska, kannst du jetzt da mal irgendwas bauen? Warum ist denn da herum? Ach, weil wir da oben auch noch eine gebaut haben. Das hat so viel Stahl und Bauteile gefressen. Okay. Also, unser Gefängnis ist fertig, oder wie? Wie schaut es mit dem Strom aus? Gibst du mir mal ein wenig Strom? 1, 2, 3, gehen wir da um. Ja, legst du ein bisschen Strom hin. Damit die natürlich auch läuft. Und dann stellen wir die einmal ein auf minus 30 Grad. Hoppala, boah, ein bisschen viel. Minus 29, minus 30 und dann muss da drin eiskalt sein. Ja, da ist alles eingefahren da drin. Das muss schon passen. Wir haben ein Gold, 5 Stück Gold. Weiß nicht, was wir da damit tun. Hat jetzt der Panther da schon wieder ans Fleisch und nicht geschnuffelt, oder was? Hamme Grippe der. Was haben wir mittlerweile eigentlich alles für Viecher? Wir haben ein Dromedar 1. Ich würde mir vorschlagen, dass das schlachten wir. Schlachten wir das einmal. Wir brauchen mal was zum Essen. Und ein Leguan können wir eigentlich auch schlachten. Da können wir nichts mehr machen. Die fressen uns bloß einen Scheiß weg. Ja, schlachten Leguan. Das ist eh nicht hilft. Weg mit dem Leguan. Was ist mit dem eigentlich?
Hat da der Pro-Gamer eigentlich schon eine Beziehung damit? Also eine Beziehung zum Dromedar? Wenn nicht, dass wir das jetzt wieder schlachten und essen und dann flippt er wieder aus 8 Monate lang, weil er sein geliebtes Drecksviech weg da hat. Ich krieg einen Vogel. Nein, offensichtlich glaube ich nicht. Jetzt schauen wir mal. Tiere, Dromedar 1, ab zum Schlachten. Brudi, das hilft einem nicht, da müssten wir einschlachten. Und dann warten bis nein. Oh, was ist denn da los? Ah, behandeln. Wir behandelt mein Bibi. Bibi wird behandelt. Bibi Spacken. Bibi Spacken. Es kann da mal da. Ja, hat's ein Lego an schon. Ah, hat's ein Lego an schon, ist er schon fort. Können wir schon anziehen. Und das Dromedar hat's auch schon. Wie viele Skillpunkte haben wir? Achtung, Skillpunkte Tiere. 3400, das ist akzeptabel. Jetzt braucht man neue Wildtiere, so ungefähr noch 3 wahrscheinlich, die wir zähmen und ein bisschen trainieren, dann haben wir es. Dann können wir aus die Panther eine richtige, ultra brutale Kampfmaschine machen. Kampfmaschine, Alter. Wie viele Steine haben wir? 54 Granitblöcke, 60, 70 ungefähr. 70. Können wir langsam anfangen, unser Lager da, weiß ich nicht, einfach da nicht zum Bauen. Dann machen wir da einen Durchgang durch und dann passt das. Falle! Da schauen wir hin. Aber wir sollten eigentlich erst hinten zu machen. Ne? Sollen wir mal eingrenzen, wie wir eigentlich bauen. Also, büt, da die Vorschlag. Das machen wir eben. Machen wir eiskalt. Ungefähr so auf die Länge. Oder? Machen wir so, da gehen wir dann geradeaus runter. Dann machen wir zu. Da bauen wir ein Gebäude nach dem anderen rein. In der Mitte kann ein wenig mehr Zeug gebaut, wenn du mich fragst. Nämlich unter anderem, schauen wir mal, ob man genügend, was ganz furchtbar wichtig ist, wenn die Medizin ausgeht, die wo du seit Anfang an hast. Das ist, warte mal, das ist das da. Ich weiß nicht, was ich jetzt da habe. Ich habe da eine Mauer hingebaut, das wollte ich nicht. Lagerzone erweitern, blub. Haben wir noch 18 von der guten Medizin, von der richtig guten. Und wenn die aus ist, dann wird es brenzlig, weil wenn dann der erste verletzt ist, dann kann er keiner mehr heilen. Schlecht. Darum machen wir Anbauzone. Da bauen wir jetzt einmal noch eine Anbauzone rein. Da so. Und schauen wir mal, ob wir eine Heilwurzel machen können. Fähigkeit 8. Heilwurzel kann nur von Landwirt mit einer Fähigkeitsstufe. Haben wir auch keine Fähigkeitsstufe. Grüezi fix. Schauen wir mal, Bibi, wie schaut es bei dir mit der Federwert aus? Bio, Pflanzen 6. Hey, aber nicht fei! Pro-Gamer, wie schaut es da bei dir mittlerweile aus? Sim. Ja, aber kein Interesse. Kein Feuer oder Flamme dort. Es ist nix. Ah, das ist ja nix. Das ist ja nix. Der Beastie Boy, kleiner Tipp für die Steiner kannst du extra Außenlager machen, die verrotten nicht. Da hast du recht. Jetzt pass auf, wie machen wir das? Die können wir eigentlich auch da, das ist Abfallzone. Das ist eine so nicht ganz richtig, da machen wir jetzt einmal eine Lagerzone draus, pass auf. Lagerzone, die können wir einfach mal dabei da herwerfen, das ist ja total wurscht. Dann werden wir alles löschen, erlaube verrotten das und frisches, ist egal. Hergestellte Rohstoffe, Steinblöcke, Holz, Jane, Plastal, Silber, Stahl, Uran. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Konstruktionen, Produktion. Oder wo haben die Steine drin? Ah, Brocken und Rohstoffe. Steinblöcke, Pflanzen, die zwei Sachen eigentlich, oder? Und dann müssen wir es da unten verbieten. Machen wir jetzt Steinblöcke raus und Brocken sind sowieso raus. Okay, das schaut doch gut aus. Früher oder später müssten jetzt eigentlich die Steine und so weiter da aufgetragen und liegen die im Freien umeinander und nerven kann. Stahl verrät auch nicht, das sind Sachen, die weiß ich zum Beispiel nicht. Dann tun wir doch da Stahl auch noch dazu, warum nicht? Silber, glaube ich, verrät auch nicht, das hat zumindest keine Lebenspunkte da links in der Beschreibung drin, deswegen tun wir einen Stahl auch wieder auf. Das macht für mich so ein bisschen den Anschein, und es sei das Holz verrät aber, oder? Holz verrät schon. Gold verrät auch nicht. Die Sachen da zum Beispiel, die haben alle einen Lebensbalken. Stahl zum Beispiel nicht. Das heißt, ich glaube, man kann da komplett Rohstoffe. Machen wir komplett Rohstoffe und da nehmen wir Rohstoffe und verbieten es. Dann müssten sie es eigentlich langsam da auftragen. Das mit dem Holz darf mich jetzt interessieren. Das darf so, es macht natürlicherweise Sinn, dass Holz verrottet über Zeit. Natürlich, das tut es ja nicht auch, ist mir schon klar. Aber die ganzen Rohstoffe verrotten nicht. Da zum Beispiel Gold verrottet nicht.
Ist ja irgendwo klar, aber es kann korrodieren, oder? Ich hab doch keine Ahnung, Alter. Scheiß Physiker, Alter. Chemiker, Physiker, was weiß ich, was, Alter. Er wohl eher nicht so. Muss mal ein wenig Zeit laufen, wie gesagt, heute ist alles gemütlich. Haben wir alle Zeit der Welt, was darf man sonst? Ob mal daheim zum Saufen kannst du nicht gehen. So wirklich Leute einladen kannst du auch nicht. Überfall, Bündnis der Katscher. Eine Ureinwohnergruppe der Fraktion Bündnis der Kacha. Ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Das ist der Circa. Aber mittlerweile, merkst du das? Jedes Mal, wenn ein neuer Angriff kommt, haben sie drum mehrere an. Also vorher waren sie knockert und haben nichts gehabt. Dann waren sie knockert und ein Messer, glaube ich. Dann haben sie zumindest schon mehr Hosen knockert. Und mittlerweile hat er sogar einen Hut auf, Alter. Ja, Mr. Circa, das hilft uns alles nicht. Dann muss ich den Leuten ins Gesicht schießen und muss die essen. Ja, Brudi, hilft nicht, Alter. Was ist denn eigentlich mit der Bibi? Bibi-Bedürfnis ist ultra. Schau hier, Katharsis, was ist denn das? Es hat sich gut angefühlt, meine Gefühle einfach mal rauszulassen. Nice, Alter. So würde ich sagen, ab ins Bergwerk mit dir. Ab ins Bergwerk mit dir. Da ich am Song. Warum ist denn da eigentlich alles voller Blut? Ja, weil wir das Dromedar geschlacht haben, gell? So, wie der wir jetzt da? Der wir, bevor es wieder zu spät ist, haben wir jetzt mal gleich mal einen Kampfmodus her. Ja, dann platzieren wir uns einmal da und lassen wir die Zeit einmal sauber verstreichen, bis der Circa da herunten. Ich hoffe, es ist nicht zu winzig für euch, bis der mir auf die Idee kommt, da auf zu marschieren. Dann schießt man ihm 2-3 Mal sauber ins Fressbrett. Vielleicht können wir ihn gefangen nehmen. Wenn der was kann, übrigens, Gefangene, dann werden wir es nicht essen. Sondern wir werden es dazu bringen. Oh, der Circa kommt. Pass auf, mal so. Franziska stehen wir da, ja. So. Soll er mit aufsteppen? Ja, wird schon geschossen, Jay. Peng! Oh, der hat getroffen, der hat gesessen. Noch einen, gib ihm. Oh, jetzt wird's zum Schlägern. Nahkampfstufe 10. Hau ihn bewusstlos! Hau ihn bewusstlos! Pro-Gamer, du bist Pro-Gamer! Habe ich wieder da geschlagen. Weil der Pro-Gamer wieder kein Maß nicht kennt. Kein Gefeier außer Hunger und Durst. Fix letten. Kann man mal einen gefangen nehmen, aber nein! Hilft ihm nicht. So, was hat er für einen Schaden? Er bliert da nicht einmal. Langweilig, zurück an die Arbeit, du Spacken. Kannst gleich mal einen Zucker ausziehen wieder. Das schaut doch gut aus. Das Club lässt mal liegen, die holt dann noch schon etwa. Mr. Circa, es tut mir leid, dann muss ich den Tau ziehen, muss die schlachten und essen und anziehen. Das hilft uns alles nichts, da kannst du sagen, was du möchtest. Haben wir mittlerweile eigentlich schon mal einen scheiß Cowboy-Hut geschneidert. Immer noch nicht. Mei. So, jetzt lassen wir einen Pro-Gamer, aber sicherheitshalber, den lassen wir ausschlafen. Bibi, du hast jetzt einmal genug geschlafen, jetzt ist einmal Ruhe, du gehst jetzt einmal wieder das Stahl da raushacken. Das hilft uns nichts und lassen wir einen Pro-Gamer schlafen. Oh, da wird er schon geschlachtet. Wieder schon geschlachtet, schau hin. Circa schlachten. Good job, Franziska, good job. Menschen geschlachtet, mal 2. Das heißt, pro Mensch kriegen wir Minuspunkte. Ja, du, das habe ich mir so nicht ausgesucht, gell? Deine Panther fressen Menschenfleisch ohne Maulus. Ja, aber das Ziel hinter dem Ganzen ist, dass wir Kannibalen werden und trotzdem nicht durchdrehen. Also der Panther darf die fressen, das darf man aber auch mir essen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, da ist so. Diese Strapazen, die haben wir uns selbst auferlegt. Haben wir da Granitblöcke. Franziska ist fleißig, das passt. Ja gut. Dann da die sagen, ist er eigentlich behandelt? Nein, er muss auch nicht behandelt werden, wenn du mich fragst. Pro-Gamer, der wird schon wieder. Der Hamburger Royal. Servus Chef, alles fit, freut mich, dass es heute weiterging. Das heute weiterging. Verwirrung Pro-Gamer. Der Pro-Gamer ist verwirrt. Warum ist er verwirrt, Alter?
weil er so fertig ist, sein Bedürfnis, er hat starke Schmerzen, wenn er wieder keiner behandelt, ja, dann soll er verwirrt sein. Das hilft er mir nicht. Das hilft er mir nicht, wenn du mich fragst, der blüht er eh nicht. Der blüht er nicht. Feit nix. Feit ihm nix, wird schon. Das wird schon. Bibi. Ja, kaum ist Bett frei, kommt Bibi, legt sich ein und pennt weiter. Oh mein, oh mein. Wir brauchen auf alle Fälle einmal ein Krankenhaus. Wir brauchen mehr einen Krankenraum. Ja? Mit 2 oder 3 Krankenbetten. Das war mir wichtig. Wolf! Hey Bürger! Ich hab's mir auch geholt. Danke fürs Anfixen. Das ist immer schön. Das ist immer schön, wenn jemand damit Spaß hat. Wundervoll. Herr Wolf, das hätte keinen Euro nicht kosten müssen. Merci dir. So, wir brauchen unten einen Raum für die Bibi, brauchen wir auch noch. Ja, das stimmt. Das stimmt, Jan. Da hat er recht. Wo der man den hin? Da kommen, glaube ich, die Räume hin zum Schlafen. Weil wir werden noch mehr, wie soll ich sagen, noch mehr Kolonisten kriegen. Nicht bloß 4. Und da herunten haben wir so Lager, Arbeitsklump und was weiß ich was. Und das da kann man eigentlich das demontieren und neu montieren? Ja, kann man. Ja, kann man. Transportkapselabsturz! Eine Geringverdienerin. Eine Geringverdienerin. Namens Centaria stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe. Sollten sie den Aufschlag überleben, wird sie vermutlich schwer verletzt sein. Kruzifix, jetzt werden sie aber fähig, oder? Das ist schon der 5. Kolonist. Centaria gehört zu der feindlichen Fraktion Lantada. Du kannst sie einsperren, um sie zu rekrutieren oder zu versklaven. Ja, wenn irgendwas besser ist wie Leid essen, dann ist Leid versklaven. Das ich jetzt sagen. Und für was haben wir uns unser Bomben-Gefängnis da herum eingekriegt, hallo? So, Esosep, du schlafst jetzt einmal nicht. Wo ist die Transportkapsel? Da ist. So. Hilfsarbeiterin gefangen, zieh es erst einmal ausziehen. Nein, das darf man nicht, das gefällt dir dann nämlich nicht. Jetzt schauen wir mal, was die kann. Klaus! Warum, Mann? Da warst du am Anfang noch nicht da, gell? Ich bin halt zu meiner Belustigung da nicht zu einer. Bitte, nicht. Warum, Mann? Warum derzen das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kauf dir halt 4 T-Shirts davon, oder 2 Pullis und ein T-Shirt. Oder 2 Pullis und ein Poster. Dann hast du wenigstens was davon. Dann hast du wenigstens was davon. Wenn du jetzt sagst, das habe ich schon. Wenn du jetzt sagst, das habe ich schon, dann sage ich, kaufst du halt dann nochmal. What the fuck are you doing? Jetzt sitze ich da mit einem schlechten Gewissen. Was soll ich denn sagen, halt, außer Merci? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wenn du der Schweine schreibst, du weißt, dass es zu viel ist, dann kann ich eh nichts sagen. Alter, Bussi auf Bahnschein, ohne Scheiß. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das hätte es nicht braucht. Und das weißt du sowieso. Was soll ich sagen, Alter? Was soll ich sagen, Alter? Was ist jetzt passiert? Quest aktiv. Warte, was ich sagen soll. Ich weiß, was ich sagen soll. Quest aktiv, Sammlung des Geschenks. Wir haben geheime Funksprüche abgefangen, aus denen mir vorgeht, dass nicht weit voneinander wertvolle Waren in einem Gesamtwert von 585 € gelagert werden. Die Sammlung besteht aus Energieschildgürteln. Haben wir doch schon mal gehabt, oder? Da haben schon links schon 2 Energieschildgürtel, die ausschauen wie BHs. Schauen aus wie BHs, oder? Oder der eine ist schwarz, der andere ist weiß. Nein, sag's nicht, Bürger. Sag's einfach nicht. Just don't. Ruhe jetzt! Fabs, wenn ans Bayerbraun geht, brauer Radler und gibst die Angreifer Zipfel zum Saufen, mach weiter so saugeil sprich. Fabs, mir für den Euro. Das ist die Hauptsache. Wenn's euch taugt und mir taugt, was möchtest du mir am Leben? So, wir haben jetzt auf alle Fälle die Centaria eingesperrt. Ja? Und der muss mal behandeln. Jetzt schauen wir mal, was die kann. Ja, Kindheit, Organspenderin. Stell dir vor, du verbringst deine Kindheit als Organspender. Ja, und wie war eure Kinder so? Ja, ich habe meine Organe gespendet. Nice. Erwachsen, Geringverdienerin. Verweigert er Gewalt! Wieso verweigert denn jeder Gewalt? Warum mag sich da keiner mehr ordentlich prügeln und schießen? Was ist das? Merkmale. Gequälter Künstler. Was ist das denn?
Fühlt sich von anderen Menschen entfremdet und missverstanden. Sie hat einen ständigen Stimmungsmalus, aber es besteht eine Chance 50%, dass sie nach einem Nervenzusammenbruch eine kreative Inspiration erhält. Wow, toll! Permanenter Einfluss auf die Stimmung -8. Was soll ich denn mit der? Aber die kann einiges schon. Die hat Kochen auf 9, Pflanzen auf 9, mit der kann man Heildinger machen. Handwerk auf 9, Medizin auf die ist eine richtige Allrounderin. Sie kann bloß nicht kämpfen. Und wenn ich 5 scheiß Kolonisten hab, wo 3 davon nicht kämpfen, was soll ich machen, alle? Was soll ich später machen, wenn die Aliens kommen? Oder wenn irgendwelche Käfer kommen? Oder wenn irgendwelche Rudel kommen? Oder irgendwelche, wenn es zu 8 kommen später? Dann stehen dann 3 so da, so, ja, bring mich um, Alter, fuck my life, yeah. What the fuck? Ich weiß es nicht. Jetzt Bibi kann auch kochen, was der man jetzt mit der? Keine Ahnung. Ja, lass halt dann frei, die soll ich abhauen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Ruf bei der keinen rekrutieren, reduziere Widerstand. Reduziere Widerstand, was ist denn das? Rekrutierungschance, Rekrutierungsschwierigkeit, verbleibender Widerstand, 19. Nein, exekutieren, freilassen. Lass laufen, Alter, vielleicht kriegen wir ein paar Rufpunkte bei der feindlichen Fraktion. Was möchtest du denn mit der? Was mehr hau ab, Alter, die friese ich nicht einmal. Die friese ich nicht einmal. Was ist mit der Bibi eigentlich los? Kruzifix, du sollst ins Bergwerk gehen und Eisen hacken. Stahl hacken. Was ist denn hier für eine? Besucher. Eine Viehzüchterin der Fraktion Tau besucht die Kolonie. Ja, was hilft mir das? Mit der kann ich mit der interagieren. Nein. Was tut der dann da? Das ist abhauen. Weh, du frisst irgendein Zeug von mir, ich schluck dich. Jetzt zieht der Knarre aus, da bist du besoffen, Alter! Was tut der? Ausgerüstet, Revolver schlecht. Mann, ich darfst aber vorsichtig werden, sonst kommt mein Panther, da kommt der Sepp und Zins und reißen 10.000 Stückel, du fetter Huren. Schau mal die Kugel an, was ist denn los mit dir? Alter, wir haben da apokalyptische Zustände, wie ist denn die so fett geworden? Versteh nicht, was ist mit ihm eigentlich? Geht verwirrt umher, immer noch. Damit konnte ihn eigentlich keiner zurück ins Bett tragen. Was ist los mit dem? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber. Naja, gut. Sie haben offensichtlich schon wieder freilassen. Weg mit dem Schund. Kostet bloß Ressourcen. Kostet nur Ressourcen. Fleisch haben wir genug. Das Gemüse geht uns langsam aus. Wie schaut's denn da hin? Bereit zum Ernten. Warum ist denn da keiner da und erntet die Pflanzen? Was ist da los? Wo ist denn Bibi? Bibi? Ich hab die doch zum Pflanzenherrichten eingeteilt. Was tust du denn? Jetzt legt sie sich wieder ins Bett! Du alte Scheißhaus, Kahe! Kruzifix! Du weißt, wenn's da mit putzt. Reinigen von Dreck. Ja, siehst du das? Schaut's gleich verschieden aus. Woche ist auch, jetzt fängt das Ernten an. Applaus für die Bibi, Alter. Schau mir jetzt ein wenig zu. Du, da lernen wir uns zurück, schau mir ein wenig zu. Nice. So. Wildtiere. Haben wir immer noch keine neuen. Wir schauen Pro-Gamer sein Tiere-Skill aus. Hat sich die irgendwie verbessert? 3400. Weiß ich nicht. Ich glaube, vorher waren wir bei 2600. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Warum zur Hölle kehrt denn eigentlich in dem Arbeitsraum keiner? Da ist dreckig wie bei den Hottentotten. Bibi! Putzen sollst! Ja, machen wir das Blut weg. Gibt bloß irgendein Seich. Sechs schon. Putz das Blut weg und nicht Kartoffeln. Du Rindviech. Da drin putzt auch gleich mal sauber durch. Ja! Bibi, beste Putzfrau. BBB. Putzfrei. Oh, ist lang her. Ist lang her. So, jetzt bei so Wacht. Jetzt trinken wir mal. Wir schauen mal aus. Was ist mit dem Hopfer, schreibt der Löwe. Merci für den Euro. Was ist mit dem Hopfer? Muss wir schauen. Moment, das soll der Hopfer sein. 95% gewachsen. Der wird schon geerntet. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Wir haben halt kein Holz nicht. Das ist unser Problem. Wir können keine Brauerei nicht bauen. Die Bibi ist 65, der Pro-Gamer 69. Ist es normal, dass die so alt sind? Nein, es ist halt einfach so. Die Kolonisten haben so viele Werte random zusammengewürfelt, dass da alles rauskommen kann. Also die weirdesten Charaktere. Aber ja, Bibi pennt einfach draußen.
Wir brauchen einen Raum für Bibi. Haben wir mittlerweile. Oh, Granit haben wir 150. Das ist sehr gut. Sehr gut. Jetzt pass auf. Granitwand. Das machen wir jetzt. Wie machen wir das? Die waren mit 2,5 breit, gell? 1, 2. Dum. Und was ist da? Oh, da müssen wir leider ein bisschen ums Eck bauen, weil da weicher Sand ist, da kann man nicht bauen. Naja, gut. Hilft der mal dann auch nicht. Und da haben wir das Klo gebaut, das machen wir so und da reißen wir wieder ab. So. Das ist natürlich ein schönes Eck da. Wunderschön, oder? Wunderschön. Und dann bauen wir die Räumlichkeiten mit Böden und was weiß ich, was alles. In der Zwischenzeit haben wir noch irgendwas zum Anbauen. Ich meine, das gefällt mir nicht. Ich mag dann nachher halt Vierecker, die Fädel und so weiter, damit das einigermaßen nach was ausschaut. Das ist ein Wahnsinn. Aber das ist sehr unsexy da. Das gefällt mir gar nicht. Weiß ich nicht, was wir da einbauen. Was bauen wir da ein? Selbstschussanlage. Da bauen wir eine Selbstschussanlage mit einem Sandsack rundum. Falls jemand reinkommt. Kriegt aufs Maul. Der mag gar nicht umeinander. Der mich gar nicht umeinander, ne? Und dann mit der Forschung haben wir jetzt mit Schmieden immer noch nicht fertig. Müssen wir jetzt mal weiterschauen, wie geht es denn eigentlich weiter? Maschinenbau, Schusswaffen, Rückstoßlader, was soll ich mit dem Scheiß? Ich möchte Geschütztürme, Alter. Mini-Geschütz. Ja, Rückstoßlader, Schusswaffen. Also das ist für ein langer Skilltree, das ist für schon ein langer Skilltree, gell? Grüezi Nullfeier, Kinder. Wir müssen mehr forschen. Das hilft uns alles nichts. Was tun wir mit eigentlich den ganzen Tag? Arbeit. So, die 2 Forscher. Weniger transportieren. Kunst schalten wir mal ganz aus. Waldarbeit 2. Bergbau lassen wir 1. Feldarbeit brauchen wir auch. Kruzifix, Bibi! Machen wir ein bisschen schneller da! Was tut denn der Pro-Gamer den ganzen Tag eigentlich? Lassen wir mal Feldarbeit auch machen, damit es schneller geht. Okay, der ISO-Sepp ist hart am Forschen. Bio. Skillstufe 11. Akzeptabel. Bibi. Ebenfalls Stufe 11. Akzeptabel. Wildtiere seitdem wieder gekommen? Nein. Haben wir irgendwelche Kaktussis zum Absaugen? Ja, für Holz. Holz können wir brauchen. Riesenkaktus. Vielleicht auch mit ein bisschen Kacknuss. Weil wir es kennen. So, das müssen nochmal genug Kaktussen sein. Hat aber Fake-Kaktussen gewachsen in der Zwischenzeit. Holla die Waldfee! So, da werden unsere Zimmer fertig. Da hauen wir gleich noch mal ein Bett aus Granit hinten noch hin. Wir haben das da angeordnet. Links um. Dann, was kriegen sie noch dazu? Ein Kommod! Ein Granitkommod! Who the fuck doesn't want a Granitkommod? So. Eine Meter wegen einem Strom. Ja, weiß ich nicht, wo haben wir den hin? Den haben wir wieder da. So, und ein Granitbleer mit ab, den stellen wir einen Hagel noch mit rein. Und einen Strom verlängern wir noch. Wie haben wir das da eigentlich gemacht? Das machen wir jetzt so. Da hat mir mein Russe des Vertrauens den Tipp gegeben, dass man das unter die Türen verlegt. Und unter die sag's, unter die Wände, weil das die Schönheit der Kolonie verschlechtert. Darum werden wir das sauber abreißen. Das Stromkabel zeigt das da mitten da noch. Hunter-Sepp, geh weg. So. Wir wissen, wenn eigentlich irgendjemand mal die Kartoffeln reintragt. Wie war denn das eigentlich? Franziska. Ja, die soll ich bauen. Die soll ich nur bauen, das passt schon. Da kommt der innere Mann hoch, ja, Vollgas. Deswegen gefällt mir das Eck da überhaupt nicht, das wo da außen steht. Aber das habe ich vorher nicht gesehen, dass da ist so ein ganz, ich weiß nicht, ob ihr das im Stream seht, ich hoffe ja. So ein ganz leichter, heller Sand und auf dem kannst du nichts bauen. Nichts strukturell Stabiles zumindest. So, wie viele Granitsteine haben wir noch? Keine mehr. Okay, nice. Ja, Franziska, da weißt du, was geschlagen hat. Gleich mal rein. Magst du mal einen Batzen? Nein. Ja, da wird alles abgerissen. Wieso ist jetzt da kein Licht mehr? Kann man das etwas sagen? Also überall Licht. Ja, passt schon. Passt dem schon. Schaut gut aus. Also jetzt schon wieder Steine und weiter geht's. Bam. Was sind sie? Oh, der Hopfer ist fertig! Der Hopfer! Der Kranplatz muss verdichtet sein. Oh, Waffenhändler da. Wir glaube, ich können ein paar Sachen verkaufen. Haben wir nicht Waffen auch von irgendwelchen anderen Leuten und so und Kleidung und so ein Scheiß? Alles weg. Wo haben's?
Eine Karawane der Fraktion die Camisa-Nation nähert sich. Sie sind Waffenhändler. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen, allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Tja, wird den Teufel tun und... Oh, leck, was haben die dabei? Timberwolves. Scheiß auf Panther, ich möchte einen Timberwolf und einen Luchs. Die haben Timberwolves und Luchsen, Alter. Ja, macht's mal ein bisschen schneller da. Her mit einem Schund. Her mit einem Schund, beziehungsweise kauft's mir mit meinem Schund ab. Ah, Timberwolves, Alter. Timberwolves sind... schauen wir mal, was sie nicht kosten. Aber wir haben ja kein Geld nicht. Wir haben auch kein Geld nicht, weil Bibi wieder nicht im Silberbergwerk arbeitet. Die faule Sau, die faule. Du faule Obernudel. Weißt du, was ich jetzt mal schnell schauen muss? In die Blärmetipf kann man nämlich Blumen abpflanzen. So, Bibi! Kannst du da mal... Ja, Bibi will wieder nicht Potenzial sein, wollte ich jetzt gerade sagen. Esosep, du... Handle. Los geht's. Hopp, 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 bam! So, Alter, was haben denn die alles? Schau hier, die scheiß Timberwolves, die haben viel billiger wie die scheiß Panther. Was haben uns die Panther, glaube ich, gekostet? 560, glaube ich. Leg mir am Arsch, Alter! So, jetzt passen wir auf. Was können wir alles kaufen? Muntermacher. Der kauft auf alle Fälle immer meinen Muntermacher. Das ist schon mal gut. Den soll er haben. Messer, Knüppel. Die ganze Scheiße braucht keine alte Sau. Die ist aber auch ein Scheißdreck wert. Da 20 Cent. Was soll ich mit dem Mist? Was verkauft er? Messer, Speere, Bogen. Brauche ich nicht. Ich brauche Knarren, Alter. Knarren, Alter! Knarren! Aber da, oh ja, unsere Hosen aus Syngarn und Hemden aus Syngarn, die wir am Anfang auch gehabt haben. Und dann durch Menschenzeug jetzt haben, die haben einiges wert. Das verkauft man auch, damit wir mir wieder ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und unser Gold, brauchen wir wirklich Gold? Brauchen wir wirklich die 5 Gold? Da kostet uns 57. Ja, für das verkaufe ich es nicht. Da behalten wir es lieber. Da ziehen wir die lieber einen Backenzahn draus. Was haben die sonst so? Stammeskopftuch aus Bisonwolle. Was soll es haben, Alter? Naja gut, aber sonst haben sie nichts, was mich interessiert. Ein Timberwolf. Aber da die haben nur einen Mandal, oder? Ah, die haben leider nur einen Mandal. Rentiert sich nicht. Ah, da kann ich geschnackselt werden, gibt's keine Baby-Timberwölfe. Mach ich nicht. Akzeptieren. Her mit dem Schund. Passt ja. Wer war das jetzt wieder? Mr. Messett! You're still alive! Mein Pate, Schutzgeld aus Oberschwaben. Brudi, Jahresberichte habe ich dir zukommen lassen. Der Informant wird demnächst bei dir eintreffen. Erwarte weitere Instruktionen, Don. Die Instruktionen sind abgeschlossen. Beziehungsweise unsere Mission ist abgeschlossen. Irgendwie liest er nur einen Twitch-Chat. Tja, Herr Van Paukner, irgendwie vielleicht aber auch nicht. Vielleicht überlese ich einfach bloß irgendwelche sinnbefreiten Scheißsätze. Who the fuck knows? An Wolf brauchen wir zu fixen. Na, jetzt trainieren wir erstmal unsere Panther. Damit da Ruhe ist. Ruhe ist. Und der scheiß Waffenhändler wie, du frisst meinen Reis und mal zeigt's ihm, dann hat's die. Dann holt die der. Warum glaubt ihr eigentlich, kann er den Reis zusammen? Pro-Gamer, glaubt zusammen jetzt. Du sollst nicht den Opfer ernten, du sollst zusammen glauben. Fix, Mariala. Wo ist er jetzt wieder hin? Wo ist er denn? Da ist er. Reis ernten. Das muss jetzt schnell gehen. Und der Greenscreen macht da gerade den Tod, was? Ja, was ist da los? Was ist mit dem Greenscreen? Ah! Was ist das? Was zur Hölle ist das? Ach! Das ist Webcam-Klappen. Die ist runtergegangen. Machen wir so. Ja, okay, tschüss dann aber. Da, war nicht der Greenscreen, ausnahmsweise. So. Wo sind wir stehen geblieben? Franziska, zimmert eine Tür. Ja, machst du meine Tür hier hin. Bibi dort abpflanzen. Ja, das ist euch schön recht, wenn sie da umeinander pflanzt wie die Idioten, aber irgendjemand muss den Scheiß auch wegtragen wieder. Kein freier erreichbarer Lagerplatz? Was? Ist da kein Lagerplatz, du besoffene Huren? Wieso darf da kein... Z ist unter Drogen. Na, du willst Drogen. Bierwürze. Nein, ich brauche einen Hopfer. Wo ist der Hopf? Wo ist der Hopf? Aua! Wo ist denn der Hopfer drin? Konstruktion, Brocken, Leichen, Rohstoff. Rohstoffe wahrscheinlich. Pflanzenmasse. Hopfen. Hopfen. Da. Eine damit. Du Rindviech, du Depper. Was hast du gemacht, was mit dem Hopfer deren? Verschenker oder was? Priorisiere tragen. Los geht's. Mach mal ein bisschen schneller, du.
Und damit wir das einmal schnell rein, dann kann man eigentlich da noch ein Tier reinzimmern. Dann geht das vielleicht ein wenig hurtiger, du. Kriegst ein Vögelchen, kriegst du da. Da kriegst du ein Vögelchen! Schneller! Schwarzer Balken über mir, Bürger. Ja, hab ich schon geregelt. Wichtig, die Zähmung von deinen Panther kann ablaufen, dann hast du ihn mitten im Lager auf Angriffsmodus. Sind wir auf alles vorbereitet. Da habe ich dann Selbstschussanlagen, die regeln das. Schleuse bauen? So, was denn eine Schleuse? Scheiß doch auf Schleusen, Alter. Schleusen braucht kein Mensch. Da schau hin, da hat's drin. Wieso ist da frei? Ja, weil da ein Tier eingebaut wird. Ja, das kriegen wir schon. Franziska! Priorisiere! Kein Material! Dann machen wir eins. Komm, mach schneller. Priorisiere nicht genügend Granitblöcke. Was tut die jetzt? Hat die jetzt einen Panther gerüst? Habe ich das gesehen? Wildtiere? Ein Vogel! Strauß! Strauß! Er ist der Beste. So. Habe ich jetzt auf Zähmen oder auf Jagen gedrückt? Zähmen. Zähme den Strauß, Alter. Zähme den Strauß. Wir brauchen Skillpunkte für unsere Panther, Alter. Skillpunkte für unsere Panther. Wird schon. Wird schon. So, Mr. Pro Gamer. Arbeit. Feldarbeit wird bei dir jetzt 2. Du machst jetzt fucking Handwerk. Jetzt geh und zimmert verdammte Scheiße nochmal Storbleck, damit Franziska den Dreck fertig bauen kann. Also wir machen das mit dem Strauß folgendermaßen. Zähmen, trainieren, schlachten, essen, anziehen, verkaufen. So. Ja, Franziska, zimmer rein. Zimmer dem sauber rein. Bibi sein Bett. Bibi hat endlich eine Bude. Achtung, die vollpusige Bibi hat jetzt eine Bude. Die ist Bombenbeste, Alter. So. Das mit dem Strauß muss aufs nächste T-Shirt, Balova-Kisten und so weiter. Ich glaube, dass Stefanie B. schon wieder mitnotiert für nächstes Jahr. Der hier. Hat der Esel seine Tag oder wieso liegt da so viel Blut? Der Esel, den haben wir heimgeschickt. Den Esel haben wir sprichwörtlich heimgeschickt. Hilft nicht. Haben wir heimgeschickt, oder? So, haben wir Hopfen, 3 Pfund Kartoffeln. Ich habe mir so einen Mod runtergeladen, der ganz nützlich ist, um ganz ehrlich zu sein. Mit unendlich Stacks. Ja, das heißt, dass man mehr, also nicht bloß 75 auf einen Platz stacken kann, sondern halt 500. Das ist sehr angenehm, weil dann brauchst du nicht eine Lagerfläche für ein paar Kartoffeln. Aber gut. Wie geht's eigentlich unseren Panther? Ja, aber so mittelmäßig. Ah, die werden da schön an unsere Gegner ohne knuspern. Das ist in Ordnung. Passt dem schon. So. Bibi pennt, hat immer noch kein Dach über dem Kopf. Wie geht's der Franziska? Bedürfnis. Menschen geschlachtet schon wieder. Wurde beleidigt. Unansehnliche Umgebung. In der Käden geschlafen. Wo schläft denn die? Was hat's denn da drin? 15 Grad. Soll ich nicht jammern? Denkt sie sich? Bitte. Wie viel Blick haben wir? 20. Ja, immer noch nichts vorwärts gegangen. Grütze, fix. Grütze, fix. So, Lagerzone verkleinern. Zone erweitern. Dann machen wir da dabei unser Mini-Lager draus. Das ist auch nicht so tragisch und schlimm. Ja, und dann lassen wir Zeit verlaufen. Wie schaut's aus? Oder wer hat gemeint, das sind Esel? Die schwarzen Viecher? Nein, das sind keine Esel, das sind Panther. Das ist Zenz und das ist der Sepp. Steht links unten. Das wären unsere Begleiter. Hat währenddessen eigentlich einmal ein Bürger sein Skill? 3400, dann haben wir immer noch nichts gekriegt. Menschenfleisch verdorben! Warum? Weil keiner da scheiß Tier einbaut! Franziska! Du musst ein Tier da einbauen! Warum tut's denn das nicht? Da brauchen wir 25 Ressourcen. Franziska, du schlafst mir 2. Franziska! Sie schlafen mir zu viel! Mach jetzt das Ding, Alter! Was tut's denn jetzt wieder? Na, du sollst es nicht da rein drauf. Meißelt sofort jetzt einen Granitstor und mach die Tür fertig, weil alles kaputt geht. Du Rindviech, du Fotzengrobs.
So, mach mir die Steine. Ja? Mach mir die Steine, wie viel kriegst du aus? 20. Mach's gleich nochmal. Mach's gleich nochmal einen Batzen. Kim? Wieso gehst du eigentlich so behindert aus und dumm? Da ist doch völlig nur Platz dazwischen. Ich weiß nicht, was das wieder soll. So, haben wir jetzt genug Steine. Ja, eine ins Lager und jetzt bau die verdammte Tier, Alter. Bau die Tier, weil ich narrisch wir. Hashtag Monster. Kann ich schwänzen? Sagst du nichts, dass du streamen tust? Monate von dem weil das, wie soll ich sagen, halt spontan Stream ist. Zu meiner Belustigung, nicht zu einer. Christian, mit dem Zwickel, mit dem sagenhaft tollen, fast noch nie gefallenen Wort Radler. Das war einmal sauber ein Zwickel wert, Alter. Merci dir. So. Franziska, so, jetzt hat Bibi eigentlich ihre eigene Bude da drin, schau dir das an. Schau dir das an, Alter. Was ist denn jetzt passiert? Es ist irgendwas eingeschlagen. Ein großer Meteorit ist im Gebiet eingeschlagen. Er hat ein großes Schiefervorkommen zurückgelassen. Wow. Hat einfach runtergedroschen. Man liegt da jetzt da. Liegt da mitten da. Stell dir vor, da kommt die Bibi. Die geht da gerade mit ihren 65 Jahren. Locker flockig. Ins Stahlberg weg. Aber einmal kommt der Meteorit und der schluckt's. Was soll jetzt da die Bibi sagen? Eine Party! Pro-Gamer, schmeißt eine Party! Das ist die beste Party aller. Jeder, der hingeht, wird sich durch soziale Interaktionen entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Rudi! Ja, Pro-Gamer weiß, was los ist. Dann machen wir mal einen Partyplatz, oder? Wo ist der Partyplatz? Ich weiß nicht. Wenn nicht da herin in der Blutlocker der Partyplatz ist, dann weiß ich es auch nicht. Pass auf, diverses Partyplatz. Da treffen wir uns zur Party in der Kirche, Alter. Beste Party, Alter. Wie schaut jetzt aus? Ist jetzt da mal Party? Party? Nimm da einen Party teil. Entspannt sich mit anderen. Was tut Franziska? Nimm da einen Party teil. Geben sie alle High Fives, Alter. Wo eine geht ab? Wo ist denn Bibi wieder? Was tut denn die Bibi wieder? Bibi, du sollst Party machen und nicht im Bergwerk anhaken. Nasch, Fotzengrube. Oh, Franziska und der Pro-Gamer, die mengen sie einfach nicht. Ah, das sagt man da. Minus 52 gegenüber dem Bürger. Und der Bürger ihrer minus 46 gegenüber. Franziska, Peng, Peng. Ja? Dein Dreck wieder. Was haben wir jetzt wieder? Neue Liebhaber! Pro-Gamer und Pipi! Pro-Gamer umgarnte Bibi, indem er subtile Komplimente über ihren Mut machte. Bibi sprach darauf an und ist jetzt mit Pro-Gamer zusammen. Alter! Pro-Gamer und Bibi wollen nun zusammen schlafen. Denke darüber nach, ihnen ein Doppelbett zuzuweisen. Tja, da kriegt sie wieder. Jetzt ist How to Schnackseln Zeit, Alter. So, Phase 1, How to O-Banteln. Phase 2. Ja, genau. Und How to Schleidern hat endlich ein Ende. Können wir das abbrechen? Wo bauen wir denn ein Zimmer hier, oder? Das bauen wir in der Mitte da rein. Das sagt ich. Da gehst du her. Jetzt pass auf. Mebin. Komm her. Doppelbett, oder? Was ist denn das? Ein königliches Bett. Das meine ich, können wir uns nicht leisten. Kostet 50 Euro. Kannst du mir gerne haben. So, Doppelbett aus Granit. Los. Das wird auch weit zipfen, oder? So. Pro-Gamer ist 69. Bibi ist 65. Ich kann dein Papp sein! Wie soll das gehen, Alter? Die fallen auseinander, wenn sie anfangen. Naja. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wie viel was brauchen wir eigentlich? 85 Granitblöcke, oder? Das sind ein paar. Brudi, das sind ein paar. Schieferbrocken, ich scheiß auf Schieferbrocken. Ich brauche Granitbrocken. Granitbrocken. Wo sind denn da noch welche? Da sind noch welche. Naja, gut. Also da wird dann sprichwörtlich Anlauf statt Gleitgel zum Tagesprogramm, Baby. Ah, sonst meine staubt's. Wir schäden.
Nice. Lass mal so mal ein wenig laufen, wird schon. Wird schon. Muss man auch mit. Man muss ja mal zurückbleiben, muss einfach mal ein bisschen zuschauen. Jetzt schlafen alle bis auf der ESO-Sepp, der halbe noch an die Schmiede ohne forscht. Aber er ist gleich fertig, schon. So denn. Forschung abgeschlossen. Schmieden. Baue eine Schmiede, um metallische Waffen wie Messer, Gladius, Schwerter und Streitkolben herzustellen. Ermöglicht das Verlegen von sauberen, schönen Metallfliesen. Ja, well, I don't give a shit, ich mag Peng Peng. Jetzt brauchen wir Maschinenbau. Was kann man dann machen? Ein Mechanikerwerk, Bing. Naja, das hilft uns nichts, wir brauchen Maschinenbau. Kostet 1000 Skillpunkte, hilft uns nicht. Wie viele Stunden dauert da so eine Runde eigentlich? Theoretisch unendlich. Du kannst es bis in die Unendlichkeit spielen. Du kannst aber durchgespielt hast, dass wenn du die Quest erfüllst, dass du auf der Weltkarte zu dem Sternen, also zu dem Raumschiff gehst, dann wirst du weggeflogen, also durchgeschafft quasi. Oder du baust dir dein Raumschiff selber. Ist aber ein extrem langer Forschungsweg, extrem viel Materialien und vor allem halt nicht bloß Grundmaterialien wie ein bisschen Stahl und so weiter, sondern halt richtig teure Materialien wie Bleistahl und was weiß ich was alles. Es dauert richtig lang. Also ich kann es nicht sagen, ich hab das noch nie gerusht, ja. Aber es ist 20, 30 Stunden. Du kannst aber auch 200 oder 300 Stunden an so einer Kolonie ohne spielen. Hat keine Grenzen. Du wirst nicht gezwungen durchzuspielen. Aber je später du ins Spiel kommst, also je mehr Late Game das wir sind, desto schwerer werden die Angriffe und die ganzen Zufälle, die passieren. Da passiert auch nicht bloß, dass ein Raubüberfall kommt, dass da so ein Hansel kommt und haut dann zu, sondern noch ganz andere Sachen. Und die sind ziemlich schwer und ziemlich lästig. Und da höre ich dann meistens auf, weil das, wie soll ich sagen, ja, weil die das einfach meistens aus dem Spielstand fickt. Sagen wir es, wie es ist. Ja. Und wenn es das dann irgendwann hast, dann gibt es einen DLC, das ist den Königs-DLC, den habe ich allerdings auch nicht. Noch nicht. Und dann gibt es so viel Mods, oder das sind Schätze. Maximilian, wolltest du nicht heute mit den Spätzl WoW spielen oder verwechseln die da gerade was? Da verwechselst du was, geht das nächstes Wochenende los. Danke für das klasse Samstagabendprogramm. Herr Stocki, merci für den Drilling, Alter, das hätte keine 3 Euro kosten müssen. Herr Öl, grüß aus Mittelfranken. Mittelfranken? Der Name fällt doch nicht. Nein, Herr Öl, merci für den 10er. 11 Euro. Hätt's nicht braucht, du weißt es. Dankeschön. Stocki! WoW, ja, da habe ich für die Woche eigentlich schon alles erledigt. Ich habe sogar schon mal Single Target bis Legendary. Für die Leute, die wissen, von wo sie schmerzt, die wissen schon, von wo sie schmerzt. Ha! Logics, Brudi! Well, und Mythics und der Raid öffnet erst am Mittwoch und dann geht's richtig los. Und deswegen ist dieses Wochenende noch ja, nächstes Wochenende nö. So, jetzt pass auf, wo haben wir überhaupt stehen? Was tut Franziska? Warum baut denn die eigentlich immer lieber Wind, anstatt verdammte Betten? Was ist dein Problem, Alter? Oh, der Programm hat aber Steine hergestellt, das ist recht, das nehmen wir. So, oh, Leguan! Ein Leguan! Wildtiere! Oh, Alter, da ist... Oh, ein Wüstenfuchs! Fuchsi, schau den schwarz an, ich krieg Vogel oder du Schnee, der man zähmen. Strauß, zähmen, Wüstenfuchs, zähmen, Wüstenfuchs, zähmen, Leguan, zähmen, alles zähmen, dann schlachten, außer dem Fuchs, den nicht. Los geht's. Was tut denn der Wüstenfuchs? Der frisst einen Leguan! Bester Wüstenfuchs, Alter! Was tut er denn jetzt? Frisst er oder was? Was tut er denn? Alter, Mr. Wüstenfuchs, merci, Alter! Leguan for free! Haben wir fast kein Fleisch mehr. Wie gut. Oh, mittlerweile haben wir sogar schon Blumen in die Blumenkasten. Sechstens. Was wir auch mal schauen könnten. Pass auf, es gibt ja da irgendwo. Genau. Da unten kann man so ein Ding einschalten. Und dann mit der Maus rumfahren und dann siehst du die Ansehnlichkeit des Ortes.
Attraktivität hier minus 1,8. Und dann siehst du am Boden so Zahlen, was genau dafür sorgt. Blutflecken natürlich, ja, minus 16, minus 31, minus 31. Und da ist irgendwas, was da ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wird auch irgendein Dreckfleck oder sonst irgendwas. Und das muss beseitigen, dann kriegen die nämlich als Bedürfnis und als Stimmungsboost, als Buff, so, sie haben ein schönes Schlafzimmer. Trägt zum Beispiel, deswegen muss geputzt werden und so weiter. Kriegen wir auch noch hin. Langsam wird schon. Wir haben einen Haufen Zeug, wir haben genug zum Essen. Also unser einziges Hauptproblem ist, dass wir die ganze Zeit Menschen schlachten und fressen. Die ganze Zeit. Das will wir jetzt anständig spenden. Mein Kruzifix, die muss jetzt einmal das Bett da fertig bauen. Ja? 59 Granitblöcke von 85 sind drin. Hilft nicht. Jetzt drücken wir auf 3, muss ein bisschen schneller gehen. Was hat denn der Programm jetzt da oben schon wieder da? Mr. Aeroflex, jetzt auf, halt, ich will heute keine Spenden sehen. Ich will heute keine Donos sehen. Nope. Ich bin halt zu meiner Belustigung da, nicht zu einer. Dennoch natürlich, merci für dein Zehner, Alter. Das braucht's nicht und du weißt es. Halbe Dritt, bin ich wieder da. Sofort wieder erkannt. Grüß aus Pfarrhofen im Hopfenland. Grüß aus Landau an diesem Samstagabend. Ja, so. Merci dir, Alter. So, was haben wir? Besuchergruppe. Zum Ort springen. Wir haben eine Besuchergruppe mit denen. Oh, Queen. Mama! I just eat a man! Was? Da. Wo kommen die jetzt hin? Kommen die jetzt einfach da her und schmerzen mit uns und können ein bisschen mit denen handeln? Das war gut. Hat der einen Menschenhut auf? Ich glaub nicht. So, erst einmal sauber hergerutzt. Passt. Franziska! Mach das Bett jetzt! Was? Priorisieren, meißeln. Ja, das ist gut. So, na, erst einmal du das priorisieren. Handeln mit Queen, oder? Mama! Schutzjacke. Die haben eine Schutzjacke dabei. Gold. Vorher habe ich fürs Gold mehr gekriegt. Habt ihr mir, da habe ich glaube ich 57 gekriegt. Die zahlen mir bloß 6. Das ist nix. Einen nicht gestummen Überlebensrat. Die Menge gar nichts. Was soll denn das? Was ist denn das eigentlich? Schwach! Wir kriegen einen Baby-Panther! Baby-Panther! Da trinke ich drauf, mal von meinem Wodka Gorbatschow! Damit ich mich wieder anschauen kann von oben bis unten. Nice! Welche Ironie! Im Handelsmenü findet man außer, dass unser verdammte 10. schwanger! Die 10. ist schwanger, geht etwas spazieren. Wo sagt man das gleich wieder? Logbuch? Nö. Sozial? Nö. Training? Nö. Bedürfnis? Nö. Körper? Ganzer Körper trächtig, 2. Trimester. Ich weiß nicht, was ein fucking Trimester ist, aber wehe, das geht in die Hosen. Ich sag das, wie es ist. Hau bloß ab. Wir schauen Birger. Wo ist der Birger? Da ist der Birger. Bio. Wir schauen deine Tierpflege aus. 4400 schon. Über die Hälfte haben wir schon. Sobald wir Stufe 8 sind, können wir die Panther trainieren. Und dann gibt es ein Rudel vorher ruhiger Russen. wo haben wir das, glaube ich? Ich glaube, ich habe Call of Duty, oder? Nee, weiß nicht. Wurzelsepp, servus miteinander. Merci für den 523. Jetzt herz mit der Donaterei auf! Wie spät ist es überhaupt? Halb 10, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Heid. Merci. Ja. Ich hab mich angetintet. So, jetzt pass auf. Kannst jetzt du schnell einmal die scheiß Doppelbett fertig bauen, damit ich da einen Birger und die Bibi einstecken kann? Na, schau mir zu. Baut's ein sauberes Doppelbett, oder? Wir spielen übrigens im Hardcore-Modus. Falls das jemand nicht auf dem Schirm haben sollte, das heißt, was passiert, ist passiert. Ja, wenn ich ausgehe aus dem Spiel, wird gespeichert und das ist die einzige Möglichkeit zu speichern. Wenn jemand stirbt, dann ist er gestorben. Kann ich nicht nochmal holen. Hilft nicht. Hardcore-Modus, only for Pro-Gamer. So, wähle Besitzer. Pro-Gamer,
Bibi, schließen. Das ist ganz gut, weil damit schluckst du mit einem Raum 2 Personen. Very nice, oder? Mozzo, quasi ein Drittel. Warum soll ich nicht mehr machen? Semester von Semi, 2 Trimester von Tri 3. Was? Ich habe schon gedacht, dass Tri was mit 13 dort und was? Semester kommt von Semi. Semi heißt 2, das habe ich nicht gewusst, ja? Hälfte sowieso nicht. Was heißt denn dann Trimester? 3 Wochen? Dauert das 21 Tage oder was ist da gestanden? Wie lange ist schwanger? 10. Körperträchtig, 2. Trimester. Bewegen minus 4, da steht nicht mehr dort. Aber beim Händler ist dort gestanden. Da irgendwie 15 von 26 Tagen oder so. Naja. So, jetzt haben wir wenigstens einmal Zeit, ausreichend Zeit. Was tut er denn jetzt wieder? Wo geht er jetzt hin? Schneidet Steinblöcke aus Brocken. Ja, das ist in Ordnung. Das darf er tun. Dann kann man mir nämlich langsam mal anfangen, einen Bund zu verlängern. So wie der Bede, das da gerade reinschreibt. Bei wem fangen wir an? Da haben wir gleich fertig. Architekt, Böden, Fliese aus Granit. Bam, bam. Dann, wer ist der nächste? Alles für den Arsch. Franziska. Soll ich mir selber einen Bohnen einlegen? Legt er mal selber einen Bohnen ein. Haben wir da eigentlich überall hingelegt? Ja. Das schaut doch gut aus. Wo ist denn Franziska rein? Was tun die schon wieder? Versuche mit den Leuten. Einen Bohnen auslegen. Schöner Boden. Mit was kann man eigentlich so Räume noch verschönern? Also die Attraktivität steigern. Warum bist du nicht bei Friendly Fire dabei? Who the fuck is Friendly Fire? Ey, ist ernst gemeint, falls das jetzt wieder irgendwas ultra Bekanntes ist, was ich wieder nicht kenne. Ich weiß nicht, wer Friendly Fire ist. Also ich weiß, was Friendly Fire ist, aber nicht wer. So, Schlafenszeit. Alle, deren schlafe und wie, ihr kümmert euch nicht um 10 Zähne. Ich mache einen Babypanther, das ist mir scheißegal. Ich mache einen Babypanther. Der Wüstenfuchs, was ist mit dem? Warum ist der rot? Wüstenfuchs, Männchen, verletzt. Wieso? Du nicht behandeln dann. Bis vom Leguan. Am rechten Hinterbein. Ja, gut. Blutung 1,4%, 0,8%, 0,3%, 0,5%. Ja, soll der nicht so viel Leguane fressen, der Huhn. Der Huhn, der. Das ist so ein Charity-Stream, glaube ich. Weiß ich nicht. Spendenaktion von Gronk, Pizza mit etc. ist heute bis 3 in der Früh. Da habe ich noch nie was davon gehört, keine Ahnung. Da wurde ich nicht eingeladen, ich wurde keine Ahnung. Aber ich bin bei was anderem dabei. 6 am 8. Zumindest die Leute, die es mitkriegen. Ich werde das bei mir auch posten. Ja, aber meine Frau Kai im Juni, Hashtag Kinder sind schön. Mr. Schwarz. Das frage ich dich nur mal, wenn du 8 Monate Lockdown hinter dir hast. Gratulation und danke. So, Play. Das muss alles schneller gehen. Quest abgelaufen. Ist mir scheißegal. Scheiß auf Quests, Alter. Müssen wir selber erstmal so einen Scheiß auf 3 kriegen. Na, leider, Alter. Na, Mr. Flow Blackjack. Nein, es ist nicht wurscht. Nein, es ist einfach nicht wurscht. Nein. Es ist einfach nicht wurscht. Es ist halt einfach nicht wurscht. Ich bin zu meiner Belustigung da, nicht zu euren. Kauft euch halt dann 2 T-Shirts oder irgendwas, was habt davon. Ich bin nur einer Zekaudi da heute. Ich bin nur einer da, weil ich sonst nicht was ich tun soll. Heute. Ab nächster Woche schaut es wieder anders aus. Da habe ich wegen nur zum tun. Merci, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist, dir habe ich noch nicht gesagt, es ist ein neuer Name auf alle Fälle mit so einem Betrag. Es ist zu viel und aber wahrscheinlich weißt du es trotzdem. Sonst darfst du Deutsch schreiben, ich glaube, das wurscht ist nicht. Mr. Blackjack, merci. Just merci. Okay. Uzi, nein, du fängst es nicht an. Habe dritt aus Fuchsimoni. Was? Aus Fuchsimoni verblüht. Hab mir auch gerade Shadowlands gegönnt, ist sau nice. Ach ja, Copwort nicht vergessen. Shadowlands, bis jetzt ganz okay. Es ist ein bisschen wenig Content in den ersten 2 Wochen, weil, keine Ahnung. Und ich bin fertig mit alles für die Woche, und aber ab Mittwoch geht's richtig los. Kommt der Raid, kommt Mythic Plus und so weiter, und mehr interessiert uns sowieso nicht. Progress, bitch! Merci dir. So, haben wir jetzt da schon mal einen Meter vorwärts gekommen. Nein, Franziska hat jetzt aber Boden verlegen. Schneller, Franziska, schneller! Mach mal ein bisschen schneller, du! Wie der Bibo zu sagen pflegen würde.
Und ja, berechtigter Einwand vom YBO, warum soll der Bürger da dabei sein? Der hat mit denen nichts zu tun. Ich glaube auch in einer Größenordnung von Gronk, Pizza Meat etc. habe ich halt auch nichts verloren. Who the fuck cares about me? Um ganz ehrlich zu sein. Aber ich bin bei was anderem dieses Jahr dabei, da hat mich jemand gefragt. Und wenn der eine oder andere vielleicht eins und eins bis auf 2 sein kann, dann kann er sich einen Rest, was irgendwann vielleicht mal kommt, denken, kommt am 8. Wann ist der 8.? Dienstag? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, jetzt wenn da nicht überall so viele Drehglätten umeinander liegen, dann warten das sicher richtig schöne Räume. Attraktivität hier minus 0,9. ESO-Sepp, jetzt meine ich, zwingen wir die einmal zum Zusammenputzen, dann schauen wir, wie es da ausschaut. Da, reinigen. Da wir reinigen da drin. Nein, nicht wieder der Vorlaufer, reinigen von Sand und Dreck. Und jetzt halt Attraktivität 0,9. Ist schon im Positiven. Heißt, wenn da relativ regelmäßig putzt wird überall. Ich müssen wir da mal einen Boden einlegen. Da drin schaut es aus wie in fucking, weiß ich nicht, was das eigentlich soll. Jetzt pass auf, wie viele Steine haben wir? 62. Hau rein. Hau rein. Hau die Granitboden da rein. Zu wenig vorhanden. Ist mir wurscht, der Bau trotzdem rein. Los geht's. Was tut denn eigentlich er? Was soll der Pro-Gamer? Meditiert? Haben wir was? Bibi! Wieder nicht sauber geschleidet. Und warum ist da eigentlich noch kein Dach nicht drüber? Was soll denn das eigentlich? Zone? Dach bauen, erweitern. Also da ist ja ein Dach drüber. Warum verstehe ich nicht. Schaut so hell aus. Das ist wahrscheinlich der Sand. Ich bin der Noob, ist wahrscheinlich einfach der Sand. Boden, Fliese aus Granit. Brrrt. Fliese goes, brrrt. Fliese goes, brrrt. Vielleicht sollte man da vorne mal so zwei Steine dick am Boden bauen, damit die mir schnell laufen können. Naja, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ja, Bibi, da ist der korrekte Platz, Bibi, zum Putzen. Irgendwo hinten bei den Gefängnissen. Sehr schön. Müssen wir das Heimatgebiet wieder verkleinern, weil sonst der Kolonistensepp nicht weiß, wo er zum Putzen hat. Der Trottel. Und auf der anderen Seite liegt überall blöd umeinander. Nice. Diese Idioten. So, Zone verkleinern. Das bedeutet, für alle, die das Spiel vielleicht auch noch spielen wollen, die Kolonisten halten sich dort weniger auf und da wird nicht geputzt. Und aber, ganz wichtig, auch kein Feuer gelöscht. Deswegen zum Beispiel so Sachen wie die Solaranlage nicht übersehen. Außenmauer ist noch nicht fertig. Wo ist die Außenmauer noch nicht fertig? Aber sauber ist die Außenmauer fertig, Brudi. Du meinst die ganze Außenmauer. Stimmt auch wieder. Können wir auch mal hinbetonieren. Weißt du was? Die betonieren wir jetzt sauber da einmal hin. Dann machen wir jetzt so. Ja, dass wir da zu wenig haben, das wissen wir. Das wissen wir alles. Dann machen wir so. Und dann hauen wir da, machen wir mal, wie machen wir das? Machen wir in der Mitte einmal eine Tür ein und da machen wir auch eine Tür ein. Und dann schaut das schon gar nicht so schlecht aus. Wenn uns jetzt jemand angreift, dann ist die KI, Gott sei Dank, also die wenn man es KI überhaupt nennen kann, Gott sei Dank so dumm, dass die nicht, wenn sie von rechts kommen, da durch die Mauer durchhacken, das machen sie später irgendwann, wenn sie Granaten haben und sonst irgendeinen Scheiß, sondern sie laufen da außen rundherum und wir können es quasi zwingen, in einen Kanal rein zum Laufen und da drin einfach alle anreitig da schießen. Nice. So, Naseputz. Jetzt drücken wir mal wieder auf Play, damit da ordentlich was geht. Bibi tut nur putzen, mehr tut doch die auch nicht. Aber das schaut nicht. Ja, steigert die Attraktivität und unsere Bedürfnisse von den Kolonisten sind auch alle ziemlich in der Höhe. Außer beim Pro-Gamer wieder mal, aber der muss halt auch Menschenhaut dran. Was haben wir denn jetzt da hingebaut? Was soll denn das? Tu das weg. So, Bibi, was tust du? Ist eine einfache Mahlzeit. Warum haben wir eigentlich nicht mehr mehrere Mahlzeiten? Wie schaut es denn mit dem Pro-Gamer seine Viecher-Skills aus? Tiere. 6500. Haben wir's bald. Und schwanger sind wir auch. Schwanger sind wir auch. Very nice. Oh, neue Granitblöcke. Das heißt, wenn Franziska ausgeschlafen hat, dann kannst du sauber weiter. Was? Pro-Gamer hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Einfache Mahlzeit. Ursache, unfähiger Koch. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Was soll ich jetzt da sagen dazu? Weiß ich nicht. Na, du hast dich mal ins Bett legen, lass dir von der Bibi sauber einen Schleidern, vielleicht wird's wieder. Los! Schlafi. Wie schaut die aus? Lebensmittelvergiftung leicht. Ja genau, die wird immer schlimmer. Ist nicht gut.
Ist nicht gut. Wir haben ja kein Fleisch mehr. Kinder, wir haben ja kein Fleisch mehr. Strauß, Wüstenfuchs, Leguan. Na gut, aber wir haben einen Haufen weiß Kartoffeln und was weiß ich, und der Reis müsste eigentlich auch langsam wieder fertig werden. Vielleicht sollte man die Gebiete mit den Kartoffeln ein bisschen erweitern, damit wir noch mehr haben. Zone erweitern. Schieß nicht. Aber sein Zweck erfüllt's. Zone erweitern. So. Dann bauen wir da noch her. Ja, schießt nicht, aber seinen Sinn erfüllt's. Ja, mehr Fläche. Irgendwann kommt nämlich Winter. Und dann wächst nichts mehr. Und dann haben wir ein Problem, wenn die Forschung weiterhin so zäh vorangeht. Wie psychisches Brummen, schwach, weiblich. Jeder weibliche Kolonist spürt eine Welle von Angst und Wut. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Alter. Jetzt, das erklärt einiges. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Die Stärke des psychischen Brummens ist schwach. Gott sei Dank, Alter. Bei dir wird's doch nie Winter, schreibt der Flix. Ernsthaft? Ja, wahrscheinlich haben wir schon fünf Winter hinter uns und haben uns gar nicht gespannt. Ist auf alle Fälle schon September. 5500. Wir haben wahrscheinlich warte mal. Weltkarte. Wahrscheinlich haben wir in so einem, ja, wir haben in so einem Wüstengebiet, da wird es wahrscheinlich nicht Winter. Kann auch sein. Kann natürlich auch sein. Machen wir wieder zu. Soll immer recht sein, haben wir alle was zum Futtern. Haben wir alle was zum Futtern, so ist recht. Ah ja, da wird schon der Boden verlegt. Schau hin. Franziska, warum tust du nicht was mit Pro-Gamer? Pro-Gamer! Lebensmittelvergiftung stark! Pro-Gamer kann nicht laufen! Bibi, du musst ihn verarzten, Alter! Zieh Pro-Gamer, Leibwächter aus. Wieso denn? Du musst ihn verarzten, du nötige Nasch. Da machen wir jetzt das Krankenbett kurz draus. Schlaf bis vollkommen geheilt, kann Fliese aus Granit, Blaupause nicht, Bearbeitungsfähigkeit, Konstruktion. Weil du sollst da nicht bearbeiten, du sollst einen fucking Bürger verarzten, du Rindviech. Ich kann doch nicht verarzten, warum nicht? Tja, dann müssen wir hoffen, dass es von selber denn. Wenn jetzt der Pro-Gamer an der Lebensmittelvergiftung stirbt, bloß weil irgend so ein Hurenkolonist das Blade war zum Grohen. Transportkapsel abgestürzt! Eine Foltermeisterin namens Cascade stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte sie den Aufschlag überleben, wird sie vermutlich schwer verletzt sein. Cascade ist von der Fraktion Tau. Wenn du sie rettest, wird sie vielleicht freiwillig deiner Gemeinschaft beitreten. Ansonsten wird sie nach Hause zurückkehren und deinen Ruf bei ihrer Fraktion verbessern. Schauen wir mal, was die Gute kann. Wo liegt's denn? Die ist auch schon wieder halb im Eimer. Bibi! Nein, Bibi, du bist langsam. Isosep, rette Foltermeisterin. Foltermeisterin. Wenn die nicht perfekt ist für uns. Für unsere Gefängnisanlage, die wir uns da gebaut haben. Schauen wir mal, was kann die? Verweigert Fürsorge und Soziales. Okay. Merkmale, starkes Immunsystem, Psychopath und blutrünstig. Was ist blutrünstig für ein Merkmal? Cascade bekommt einen Kick, wenn sie jemanden verletzt. Außerdem stört sie sich nicht am Anblick von Blut und Tod. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Schlägerei beginnt, ist 4-mal so hoch wie bei allen anderen. Ja, Cascade, du gefällst mir. Nahkampf 11, Alter, der geben wir, wenn du so stehst, einen super geilen Knüppel, mit der sollst du dann alle niederknüppeln. Das wird super. Fernkampf hat es nicht viel, Bergbau hat es nicht viel, Kote hat nirgendwo recht viel. Viecher ein bisschen Schott nicht, weil wir einen Tierpark aufbauen werden. Und ansonsten tut es auch nicht viel. Also so eine unfassbare Bereicherung für die Kolonie war es nicht, aber sie schießt halt gern und ist halt gern, was weiß ich. Wir retten wir es mal. Retten wir es mal und dann... Jo.
Der Bürger 1988 ist da, der endlich bestätigen kann, dass Bürger ein realer Name aus Schweden ist und ich Gott sei Dank nicht der Einzige bin, der wirklich so heißt. Ich heiße so. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und man schreibt mir nicht mit IE. Und auch nicht mit 2 I und 2 R. Nichts davon. So, auf alle Fälle schauen wir mal, was tut. Ist ja die Frage, was wir mit der jetzt da können. Können wir die Gute nicht als Gefangene, das hat man vorher, ich habe das vielleicht ein bisschen wenig erklärt, da kannst du mit dem Gefangenen einen Haufen Scheiß machen. Den halt überreden, dass er da langsam der Widerstand sinkt und dann kannst du nicht überreden, dass er einer Kolonie beitritt und dann ist er auf einmal voll bei dir. Ich weiß nicht, ob er das mit einer Kranken machen kann oder ob die das von selber dann entscheidet. Keine Ahnung. Sozial. Im Inventar hat es nichts außer Essen und Hosen. Bio, was er kann. Hoppala. Genauso Erwartungen wie alle. Ja, noch nicht extremen Blutverlust und so weiter. Mal schauen, ob wir es durchkriegen. Wenn wir es durchkriegen, werden wir schon sehen, was passiert. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was passiert. Wie schaut es mit dem Bohnen aus? Haben wir wieder keine Steine nicht. Wo ist die Franziska? Was tut die schon wieder? Die holt Stahl. Warum auch immer die Stahl holt, soll es Stahl holen. Wir hauen das Stahl da weiterhin aus der Windtasse. Ja, man kann nie genug Stahl haben. Wir haben 347. Steht übrigens ganz links oben. Wie viel von den einzelnen Materialien das man hat. Und was haben wir eigentlich da? Wand aus Stahl. Wieso ist da mitten da eine Wand aus Stahl? Reißt da noch bitte. Da ist auch Stahl drin und geht bloß im Weg um. Was möchtest du mit dem? Der Programmer einfach, der speibt schon wieder am Boni. Das ist schon das zweite Mal, dass der Programmer speibt. Der hat ganz am Anfang eigentlich auch hergespielt. Der Hannes fragt, heißt du mit Vornamen echt Birger? Ich habe mehrere Vornamen und einer davon ist der Birger. Korrekt. So, wie schauen wir aus? Weiß ich nicht. Ich mag jetzt auf alle Fälle, bevor wir mir heute aufhören, ist eh schon wieder 3:10, bevor wir mir heute aufhören, möchte ich Baby Panther singen. Ah, vorher hören wir mir nicht auf. Das ist mal die einzige zeitliche Begrenzung, die ich da mal einführe. Für heute. Vorher hören wir auf alle Fälle nicht auf. Birger Bell Busen. Das ist mein korrekter Vorname, ja. Oh, die männliche Version von der Birgit, interessant. Ist Birgit tatsächlich die männliche Version von Birgit? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass der Helfende bedeutet. Glaube ich. Ich glaube zu wissen. Ja, Pro-Gamer, ich weiß es halt jetzt auch nicht, gell? Also, Lebensmittelvergiftung ist vorbei. Jetzt hat er 3-mal da der Sauberbahn hergespült, da hergespült und irgendwo da oben hat er auch hergespült. Jetzt geht's wieder, oder wie? Na gut. Soll immer recht sein. Soll immer recht sein. Also jeder der Mozart hat eine gepostet. Herkunft und Bedeutung des Namens Birger stammt vom altnordischen Birgir und bedeutet Helfer oder Beschützer. Verwandt mit Bergen. Ich find's so geil. Ich find's so geil, dass mich aufgrund meines Namens mal jemand versucht hat zum Verarschen. Und du in seinem Gesicht. So, da haben gerade die How-Tos groß geworden. Da wo ich sprichwörtlich Leute bei irgendwas helfen. Und dann wollte er mich mit meinem Namen verarschen und das so richtig in dem Moment, wie er das gelesen hat, so bedeutet Helfer oder Beschützer, so. Und dann kommt so ein ganz schlechtes, bei was soll denn der helfen? Und in dem Moment sagst du so richtig in sein Gesicht geschrieben, so, fuck, der hilft wirklich jemandem. Ah, werde ich nie vergessen, wunderschön, ne? Leider so dumm, das ist unfassbar. Oh, das ist unfassbar. Doppelbett wieder zu einem normalen Bett machen. Korrekt. Ski aufpasst, Leute. Ski aufpasst. Ski aufpasst. So mache ich das. Für das habe ich euch dabei. Das hätte ich wieder jetzt 2 Stunden lang übersehen und hätte mich gewundert, warum schlafen die alle nicht? C-Fix. C-Fix. So, Franziska baut gemütlich. Die baut immer ein wenig rein ins Viech. Ernte fehlgeschlagen. Bibi, wie kannst du nur? Ja, wir haben eh so viel Reise, Leute. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Wir wissen ja gar nicht, wohin damit. Wir können mittlerweile einen Haufen Zeug schneiden und dann verkaufen. Ne? Schau mal hier, wie viel Kamelhaut das wir haben. Das ist ein Wahnsinn. Brudi, das ist ein Wahnsinn. Schau mal her, was haben wir da überhaupt? Cowboy-Hut. Wir brauchen mal mindestens 2 Cowboy-Hüte. Was ist hier verrücktes dran, Die schluckt wieder irgendwelche Leute zusammen. Ich weiß genau, was es ist. Ja, von unten kommt's. Von unten kommt's. Okay. Was tun wir da jetzt damit?
Pro-Gamer, Franziska, ab in die Kampfposition. Positionieren wir uns da. Schneller. Wo kommt's? Da kommt's. Oh, das schreit schon so kreisig, Alter. Pass auf, ich gehe jetzt da hier in Deckung. Ja! Der erste Schuss trifft, das mag ich. Peng, peng, zweiter Schuss trifft auch. Alter, das ist völlig crazy, das läuft einfach auf uns zu. Es kommt direkt auf mich zu! Au! Oh, jetzt haben wir es erschossen. Das ist heftig, das müssen wir töten. Dromedar töten. Brudi, das hilft uns nicht. Der Schlags. Dromedar beschießen. Gibt ein bisschen Skill. Gibt ein bisschen Fernkampf-Skill. Oh, das ist aber schnell gegangen. Oh, wirklich schnell gegangen. So, freigeben. Rechtsklick, tragen von Dromedar. Los geht's. Her mit dem Fleisch, sonst haben wir nichts Gescheites zu messen. Außerdem säge ich da gerade so unsere Kartoffeln gehen langsam aus. Holz haben wir auch keins. Warum geht denn da eigentlich keiner Holz hacken? Kann man das mal irgendjemand sagen? Das doppelte Krankenbett habe ich schon umgewidmet. Da sagt man mal, Frau Sandra Heiden, da sagt man mal, wie lange das ihr hinten nachhört. Das ist ein Wahnsinn. Also die Leute auf YouTube, ich weiß gar nicht warum eigentlich. So viel, ich habe eigentlich kein Delay nicht eingestellt. Ja, schauen wir mal, ein paar Steine zusammengehauen, jawohl. Franziska da unten fleißig umeinander bauen. Die Brocken da, die tragen wir mal weg. Die wollen wir da nicht. Ah, es wird ein langer Weg, bis die Scheiße da voll ist. Wo ist der Babypanther? Ich will den Babypanther. Schläft. Körper. Trächtig. Zweites Trimester. Wie lange dauert denn die Scheiße? Fix Letten, oder? Fix Letten, oder? Schneller! 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 Oh, das Doppelbett nicht zuweisen. Das kann natürlich schon sein. Ich meine, die Kolonisten lenken sich von selber natürlich auch ein. Aber jetzt machen wir hier Pro-Gamer und Bibi. Die schlafen natürlich getrennt voneinander. Das sagst du mal wieder, wie schlau das die KI ist. Naja, gut. Hab ich übersehen. Hab ich am übersehen. Verzeihung, Verzeihung. Da, schlafen schon drin. Ah, psychische Beruhigung männlich. Achtung. Deine männlichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Das ist genau dasselbe wie vorher, das Gegenteil. Bloß, dass sie jetzt alle Männer super toll fühlen. Yay! Wie geht's eigentlich der Cascade? Blutverlust leicht, Lebensmittelvergiftung stark. Kruzifix, welches dumme Arschloch hat denn da unten umeinander gekocht und nur Scheiße zusammengekocht? Hat Kochstufe 8, Alter. Und macht nur Kack. Und der Pro-Gamer? Tiere 6900. Jetzt kommen wir uns an die Panther schon ziemlich nah, gell? Was tut denn der Pro-Gamer schon wieder? Schon wieder meditieren. Du sollst nicht übereinander meditieren? Du sollst jetzt, weiß ich nicht, was tust du denn mal, geschissene Dinger da bauen. Gebiet freigelegt? Was für Gebiet freigelegt? Das Stahldings da, was für Gebiet, Alter? Wieso Psuffer? Hä? Ja gut, wird ja wahrscheinlich ein bisschen buggy sein. Das ist aber nicht, ist ja nicht dreisch. Bibi, nicht bloß abpflanzen. Zeig abpflanzen, wenn du schon da bist, dann kannst du putzen auch gleich. Oh, und in der Tür drin nicht, oder was? Mei. Alles muss man selber machen. Alles muss man selber machen. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Haben wir wieder haufenweise Reis. Ja, da geht's so. Quest aktiv. Die Rettung von Baldwin. Braixos, Häuptling der Fraktion, die Camisa-Nation, sagt, dass ihr Freund auf einer Reise verwundet wurde. Das Opfer heißt Baldwin und ist ein 26-jähriger Rekrutierer. Braixos erzählte, dass sie niemanden entbehren kann, um Baldwin zu retten, aber wenn du es Baldwins Position schaffst und ihn rettest, würde er sich dir anschließen. Braixos sagt, dass dort möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung lauert. Springe zur Bewegung Baldwin, Alter. Der Baldwin, der ist so gut wie der ist im Untergang geweiht. Wo ist denn der? Da schau hin. Müssen wir von da rumlaufen. Brudi, das dauert eine halbe Ewigkeit. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Ich brauche erst mir selber, ich brauche Vorräte, ich brauche Medizin, ich brauche alles, wir sind nie den retten. Das müssen wir beim nächsten Mal, das hilft uns nicht. Fabs! Ja, weil du heißt Birger. Birger Alfons Zipfi Sepp, oder was? Ja. Das ist die einzige Option, die nach Birger kommen kann.
Alfons und Zipfi Sepp. Die anderen Namen gingen keinen was so. Ganz einfach. Wir sind nicht alles wissen. Überfall von den Nobel-Boer-Bund. Nobel-Boer-Bund. Eine Ureinwohnergruppe der Fraktion Nobel-Boer-Bund ist in der Nähe eingetroffen. Sie greifen sofort an. Der Landor. Mit dem Messer. Kannst du schon probieren, Alter. Schicke dir einen Bürger und Franziska. Gibt's aufs Maul. Spacken. Jetzt bei sich einmal wacht. Vielleicht greift ihn der Strauß so, ich weiß nicht. Bibi, du Rindviech, was tust denn du wieder? Geh mit auf da. Geh denn hier? Achtung, stehen bleiben. Schieß drauf. Ha! 2 Kugeln, 2 Treffer, Mr. Lander. Sagst du nix mehr. Der, puh, Alter, das war ein kurzer Spaß. Da hingestellt, aufgekrutzt, Alter. Easy peasy lemon squeezy. Was soll ich jetzt da sagen? Konsumiere Landor. Erst einmal ausziehen. So, Franziska geht wieder an die Arbeit und dann tun wir zum Schlachten. Wir werden alle essen. Wir werden alle ausziehen, bis auf den Nocker-PC, schlachten, essen, vorher kochen, vielleicht, wenn wir einen guten Tag haben. Und dann werden wir es anziehen. Okay? Okay. Fragwürdig, aber okay. Babene. So, jetzt passe ich mal wacht. Wie schauen wir aus? Gut schauen wir aus. Wie schaut es denn beide im Panther aus? Panther Sepp, jetzt kriege ich mal Kai wieder mal her. Jetzt müssen wir mal länger auf Stufe 3 laufen lassen. Sonst dauert mir das zu lang. Oh, das dauert mir das zu lang, ne? In der Nacht passiert das einfach, ne? Der Jesus Sepp, der forscht ein wenig. In seiner sternsvollträgerten Scheißhauskammer drin. Holt er sich mitten in der Nacht ein wenig einen Mitternachtssnack, fordert Cascade. Ich hoffe, dass sie das auch alles sagt. Besucher. Vielleicht kann man mit dem Besucher wieder handeln, vielleicht hat er ein bisschen was. Gelbe Krabbe! Die gelbe Krabbe, die kommt vorbei. Ich habe hier einen Besucher jetzt. Können wir dem vielleicht einmal irgendeinen Scheiß verkaufen von dem ganzen Klump, das da im Lager drin liegt, was keine alte Nudeln nicht braucht? Das war einmal eine Sache. Und ich sage, haben wir schon wieder Menschen geschlachtet. Ja, hilft nicht. Das hilft nicht. Den Menschen, den muss man einfach jetzt einmal schlachten. Franziska, du handelst jetzt einmal mit der gelben Krabbe und schau. Dein Unterhändler Franziska kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Das wird Einfluss auf den Handelspreis haben. Erwäge einen gesünderen Unterhändler einzusetzen. Hört der Futzen, Alter. Was soll denn das? Der Pemmikan, was soll im Scheiß Pemmikan? Bauteile, hat er auch gehabt. Was hat das noch? Kräutermedizin. Brauchen wir nicht, können wir anbauen. Ja, aber weiß ich auch nicht, der hat wieder nichts dabei. Dann soll jetzt mal halten, gelbe Krabbe schleicht die. Was ist kulinarisch schlimmer, Rimworld oder Kochsimulator? Es kommt ganz drauf an, wie es da spielst. Der Wüstenfuchs wurde erfolgreich von ProGamer gezähmt. Das Tier heißt nun Wüstenfuchs 1. Das glaube ich nicht. Wir nehmen einen Wüstenfuchs. Wir haben einen Wüstenfuchs gezähmt. Den können wir auch sofort trainieren. Nice, sehr gut. Sehr gut. Das gibt uns Skillpunkte, die wir so sehr brauchen. Tiere haben wir... Oh, 400 noch. Ja, 1, 2 Trainingseinheiten, dann haben wir Stufe 8. Dann können wir unsere Panther trainieren. Very, very nice. Wir nehmen einen... Rommel ist hart grenzwertig. Aber grenzwertig. Was will man nennen? Training? Erich! Bommel! Der Erich Bommel! Der ist jetzt auch dabei! So, was? Erich Bommel ist in Ordnung. Ich mein, seriously? Schau dir doch mal seinen Schwurf an. Wenn das nicht der optimale Bommel ist, Alter, dann weiß ich es auch nicht. So. Ab in die Pantherzone mit dir, Erich. So. Gefällt mir. Cascade ist vollständig geheilt. Was der jetzt mit dir? Du gehst umeinander mit dem rosa Kleiderl. Was tut der jetzt so? Geht. Wow. Sie ist noch keine Priorität, ist zuerst so.
Ja gut, mit der kann ich noch nichts machen. Kann ich mit der jetzt was machen? Ich hab doch keine Ahnung. Die kann ich nicht klicken. Passiert nichts. Erik Bommel, der Wüstenfuchs. Die Besucher der Fraktion, die kamen sie ja zum Verlassen die Kolonie. Also die gelbe Krabbe, ja, die kann abhauen, die kann eh nichts. Pro-Gamer, wie schaut es bei dir aus? Tier 8! Wir zähmen unsere Panther! Panther. Oh, ja, gib ihm ein Stück Menschenfleisch, das mag er. Der Sepp, das mag er, der Sepp. Gib ihm. Gibst du mir ein Breckerl Menschenfleisch? Ja, das mag er. Schau hin. Schau sie mal. Training fehlgeschlagen. Ah, schade. Aber Zahmheit wird. Oder geht dann die Zahmheit verloren? War die nicht bei 5 vorher? Ist es das, was der andere vorher gesagt hat? Oder warst du schon die ganze Zeit bei 3? Ja, das kriegen wir schon. Der Programmer regelt das schon. Der verfordert ein wenig, was weiß ich. Der verfordert ein wenig Zeug an die, das wird dann schon. Was ist jetzt da wieder passiert? Ah ja. Franziskar hat den Raum fertiggestellt. Sehr gut, Franziskar. Da kriegst du eine 1 mit Stern. Unsere Lagerkapazität ist voll. Ich weiß nicht, wo ich den ganzen Scheiß hier rammen soll. Zone erweitern. Kommen wir jetzt da mal die Zone erweitern. Machen wir da ein Lager rein. Ist doch scheißegal. Das ist eh bloß für... Warte mal, nein, das ist totaler Scheiß. Wir brauchen so ein Hartwarenlager. So, jetzt pass auf. Zone, Lagerzone. Das wird unser Lager. Da lagert man alles. Außer Frisches und Verrottendes. Keine Nahrung. Aber halt so Sachen wie hergestellte Sachen, Rohstoffe, Waffen, Kleidung, Konstruktionen und so weiter. Damit wir da ein reines Futterlager machen können. Pass auf, nein, keine Nahrung. Na doch, schon Nahrung, ich Trottel. Nichts hergestellt, keine Objekte, keine Waffen, keine Kleidung, keine Konstruktion und ist dann nur Nahrung da herin. Und dann passt es. Schau mal auf Reis anbauen. Ich hoffe, dass das von selber früher oder später mit ihren. Ja, die Bibi haut lieber, die arbeitet lieber im Bergwerk. Ich meine, die Frau ist 65. Geht schon. Das passt dem schon. Und wir haben so viel Reis. Wir haben 998 Reis. Alter, da kann ich kochen, bis die Welt untergeht. So, Tiere, Wildtiere. Wir haben schon wieder Dromedare. Ohne Ende Dromedare. Was ist mit mir mit den scheiß Dromedare deren? Jagen. Strauß, jagen. Den anderen Wüstenfuchs, den wir zähmen. Ich will ein Wüstenfuchs-Baby. Ich will ein Wüstenfuchs-Baby. Ja? Der Erich Bommel, der braucht auf alle Fälle noch eine Lebenspartnerin namens Eva Baum. Der alte Fremdgeher, der. So. Was anderes ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Wird schon nicht die Welt untergehen. So, ich trinke lieber mal. Oh, ist der Erik überhaupt männlich? Männchen Wüstenfuchs, ja. So. Bevor jetzt übrigens irgendjemand gespannt, was ich gesagt habe. Tschüss dann. So. Oh, da gibt es. Wir müssen vielleicht noch in die Außenmauer da eine Tür einbauen. Damit die da nicht die ganze Zeit da komplett rundherum laufen müssen. Das war ein bisschen dumm. Dumm. Und das macht man auch mit Sandsack zu, dass wenn es drauf ankommt, dass wir Zeiten wechseln können. Wird schon. Was ist jetzt da mit dem Babypanther? Immer noch am Boden verlegen. Nein, Mauer bauen. Nein, das wird schon. Das müssen wir uns jetzt einfach mal eine Zeit anschauen. Haben wir wieder ein wenig Fleisch geschossen. Schaut alles gut aus. Schaut alles wirklich gut aus. Läuft alle. Birger, du willst Pandas und wenn's bis um 4 in der Früh... Gibt's Pandas? Ich glaube schon, gell? Es gibt Pandas. Ich weiß nicht, wo man einen Panda herkriegt, aber später, wenn man so funkt... Ja, ich mag nicht spoilern.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das. Es kommt, ich sag's euch jetzt auch, wie es ist. Jetzt wir können, heute ist so also ein bisschen Tag des Real Talks. Ja? Wir können uns auch mal über Sachen unterhalten, wo wir uns in die offiziellen Streams nicht unterhalten. Thema Corona zum Beispiel. Um Corona selber geht es mir eigentlich gar nicht, sondern eher darum, dass man mir, also ich erwarte schwer, dass im Januar ein harter Lockdown kommt. Das mit Weihnachten kann ich voll verstehen, dass da gelockert wird. Das ist auch nur, und wenn nicht gelockert wird, dann trifft sich sowieso auch jeder mit seiner Family oder der größte Teil zumindest. Und was das aber zur Folge hat, 2, 3 Wochen später, eben Anfang Mitte Januar, wird uns alle ziemlich hart aus dem Leben rasieren. Es gibt nämlich dann keine Hilfen mehr und so weiter und so fort und dann wird es richtig ekelhaft. Glaube ich. Ist nur eine Vermutung. Ich hoffe, dass ich nicht recht habe, wer weiß. Aber wenn ich recht habe, dann kann ich sagen, hey, ich hab's doch gesagt. Dann hilft's so zwar nichts, aber egal. Ansonsten lasst den Schellen nicht hängen, das vergeht schon. Ich denke mal, ich scheiß euch die Wahl nicht so viel ab. Diese Dreckstränzerei, ich krieg einen Vogel. Wer läuft denn da eigentlich durch die Bude durch? Was sind das wieder für euch? Hab ich nicht aufgepasst. Seh, fix. Wer schießt denn da eigentlich in der Weggeschichte umeinander? Was ist da unten los? Oh, die Franziska schießt aufs Dromedar. Dromedar! Der 66666 Wolf schreibt, Bürger der Söder hat Sondersitzung für morgen angekündigt, er will verschärfen. Bis Weihnachten. Wahrscheinlich, nehme ich an. Silvester, ich kann verstehen, dass Silvester gecancelt ist, weil ganz ehrlich, keine Sau braucht's scheiß Silvester. Da wird schon keine Welt nicht untergehen. Einmal in 100 Jahren. Sprichwörtlich einmal in 100 Jahren. Wenn man kein scheiß Silvester feiern kann. Wenn die Sache aber allerdings nur mal ein Jahr dauert, dann wird's asozial. Bläh! Daddy das Tommy, mein Haupt bedankt sich freundlichst bei Ihrer Wenigkeit für diese wunderprächtige Abendunterhaltung. Bläh! Niemand braucht sich bei mir bedanken, Leute. Nicht ein einziger, der da hören ist. Ich sag Dankeschön, dass euch sogar noch das da mit mir anschaut. Was ist jetzt da eigentlich los? Panther, kannst du jetzt du mir herkeiben? Immer nur zweites Trimester. Trächtig. Diese Kreatur bringt Nachwuchs zur Welt. Sie wird gebären, wenn die Schwangerschaft ihren Höhepunkt erreicht hat. Wenn sie verhungern oder verletzt wird, kann es zu einer Fehlgeburt kommen. Was ist das denn? Ich möchte gerne wissen, wie lange das noch dauert. Das ist vorher beim Händler so schön docken gestanden, wie viel Tag von wie viel Tag. Das kann ja nicht mehr ewig dauern. Drücken wir mal auf mittlere Geschwindigkeit. Franziska druckt da ein wenig Dromedar durch die Weggeschichte. Das ist in Ordnung. Hoppala, muss ich kurz rausschauen. Und wieder reinschauen. Schau, was die Spätzle so treiben. Nicht recht viel. Schaut gut aus. Weiter geht's. Ja. So, Pro-Game. Jetzt weiß ich mir an der Zeit, dass langsam aber sicher der eigene Kotze da mal wegwischt. Wir werden dies. Und da einmal, was priorisieren, liefern Fliese zu Granit, nein, reinigen Sand. Tu mir bei den Vieh drin zusammenputzen. Weißt du, der kümmert sich über den Vieh, aber putzen tut das dann nicht. Ja, und dann habe ich bloß die Hälfte. Was ist denn das eigentlich? Priorisiere Reinigen von Sand. Putze mal sauber zusammen. Und dann kann man mal mit dem Bodenverlängen anfangen, weil schon langsam nervt es mir, dass da überall so weiße Kastel drin haben. Gut, fix. Bibi tut sauber abpflanzen. Da gibt es einen Daumen nach oben. Der Esosep tut eine leckere Mahlzeit kochen für alle. Das ist auch nicht so schlecht. Läuft ganz gut. Geh oben auf die Neue der Tiere, da zeigt es da an. Immer noch Neidog. Ja, da müssen wir auf Play drücken. Das muss schnell gehen. Muss schnell gehen. Ich will den Babypanther. Babypanther. Das Zeug vom letzten Kill liegt auch noch umeinander. Wo war denn das? Nein, ich glaube, es ist gerade was geholt worden. Ist gerade was geholt worden? Nein. Ja, der Pro-Gamer soll jetzt auf alle Fälle einmal Steine zimmern, damit Franziska da umeinander bauen kann. Und dann tragen wir halt. In Ziel priorisiere tragen. Wie? Pass auf, weißt du, was wir auch mit tun müssen? Wir müssen die Lagerzone löschen. Wir müssen die Lagerzone erweitern. Damit einmal die den ganzen Stoffscheiß den ganzen hergestellten Scheiß da rumtragen. Und dann ist die Frage, ja, weißt du, warum sie das nicht holen? Zone, Heimatgebiet erweitern. Liegt da sonst nirgendwo was umeinander?
die transportieren natürlich auch keine Gegenstände. Warum ist da Heimatgebiet, Alter? Verstehe die Frage nicht. Wenn das in unser Heimatgebiet ist, dann liegt das nämlich einfach irgendwo umeinander. Ja. So, jetzt pass auf. Der Panther schläft einfach mitten in der Küche, weil... he shit doesn't give a shit. Und dann... Ach, weil der Fuchsen... Weil der Erich Bommel auf dem Tierplatz schläft. Machen wir mal sowas da. Sicherheit, Produktion, Entspannung. Wo ist denn das drin? Diverses. Na, Möbel, Tierplatz. Weißt du, die müssen wir dann auch mehr Kissen bauen oder so. Warte mal. Kommen wir das vielleicht sogar schon? Tierbett aus Menschenhaut. Unsere Panther schlafen in einem verdammten Tierbett aus Menschenhaut. Okay? Was anderes mag ich nicht. Was anderes mag ich gar nicht sehen. Die Frage ist, warum haben wir keine Menschenhaut? Wir haben doch Menschenhaut. Menschenhaut haben wir. Menschenhaut, 134. Wo ist das Problem, Leute? Menschenhaut. Easy, Alter. Die zimmert mir jetzt einen Zauber da rein. Das sagt der I, wie es ist. 1, 2, 3. Ja, da bin ich gespannt, Alter. Unsere Panther schlafen nur auf die weichsten Memory Foam Menschenhaut. Menschenhaut Memory Foam. Dreilagigen antitranspirant atmungsaktiven Matratzen. Drunter geht hier gar nichts. Okay? Kann man uns da drauf einigen? Ja? Nein? Ja. So, wer baut die? Franziska, möchte ich sagen. Die tut schon wieder schlachten. Ich weiß nicht, was der ihr Scheißproblem ist. Wieso bleibt dort das Zeigling? Ich verstehe es nicht. Hergestellt. Textilien, Medizin, Drogen, ja, das ist alles in Ordnung. Nahrung, aber der andere Scheiß nicht. Warte mal, jetzt probieren wir, ob das überhaupt tragen wird. Priorisiere Tragen von Echsenleder. Wo tragt es dann hin um mich? Ja, warum tut denn das keiner? Meine Nähmaschine ist kaputt. Ich hab's vorher gerade im Augenwinkel gesehen. Gerade ist Gericht worden, Jay. Training fehlgeschlagen schon wieder. Tiere, wie lange haben wir noch? 18 von 26 Tagen. Jetzt lassen wir hier Highspeed durchlaufen. Highspeed, Alter. Lass was einfach einmal machen. Das ist Schiene im Spiel. Kannst du einfach auch mit zuschauen, Alter. Ich darf es schon machen lassen, wenn es das Risiko kleinen Bürger zwischen 66 und sammelt. Leidenschaftlich Menschenhaut. Hashtag Schinken. Bürger, sag einmal Franziska! So, habe ich jetzt schon ungefähr 400 Mal gesagt. Habt ihr schon verstanden? Wen? Jetzt ist übrigens gerade ein guter Zeitpunkt, irgendwas im Chat zum Schreiben, weil jetzt lese ich gerade. Und es ist wieder vorbei. Also mit unseren Granitsteinen kommen wir auch nicht vorwärts, gell? Das wird einfach, wir kommen nicht vorwärts. Mit der Forschung auch nicht so wirklich, ich weiß es auch nicht. Schau mal, dass du dein Holz kriegst. Was soll ich mit Holz gleich wieder? Was wollt ihr mit Holz? Auch wieder Brauerei. Müssen wir Bier brauen, Alter. Bier brauen! Schickt mal einen Pro-Gamer zum Bier brauen. Nicht Bier brauen, zum Holz hacken. Hacke dir mal ein Holz, Alter! Jetzt okay, jetzt lassen wir die Nacht durch. Sobald er aufsteht, schickt man zum Holz hacken. Ist das in Ordnung? Was haben wir da eigentlich? Ein Drachenbaum. 60% gewachsen. Ja, abhauen, Alter. Aber noch nicht zum Umweltschutz da. Wo ist der Bürger? Schau, was da passiert. Schau, was links unten steht. Schau, was da passiert, Alter. Da ist Gilf gehuntet. Der Pro-Gamer, der alte Gilf-Hunter, Alter. Prio auch sitzen, meinst Waldarbeit, Pro-Gamer Waldarbeit und BB Köchin Waldarbeit, also die sollen beide Holz hacken. Jetzt meine ich, geht schon zum Holz hacken, oder? Nein, geht er nicht. Du sollst Holz hacken und keine Brocken durch die weggeschickt haben, du Trottel! Ja, hat er schon umgehackt, schon. Was tut er jetzt wieder? Zähmt Wüstenfuchs. Ja, das ist auch wichtig. Der Tierskill ist einfach wichtig. Was tut er? Zähmung fehlgeschlagen. Aber ich glaube, der Wüstenfuchs ist richtig fett Geld wert. Schauen wir mal, was tut er jetzt wieder? Trainiert Erich Bommel? Erich Bommel! Units am Training! Training fehlgeschlagen. Ja, schade. Aber hilft nicht. Sepp, Panther, Training, immer nur 3 von 5, Gott sei Dank. Irgendwann, das verfällt wirklich langsam. Bin mir nicht 100% sicher.
Unser erstes Menschenhaut, unsere Menschenhautbetten sind fertig. Tierbett aus Menschenhaut. Normal. Das Spaß im Arsch, Alter. Und der Panthersepp, der schläft sauber drin, diesen Morgen. Training erfolgreich, Zahmheit 4 von 5. Ah, nice. Ja, unsere Panther werden schon. Wird schon. Wie schaut's mit dem Holz aus? Was, das liegt einfach in der Pampa umeinander. Ich weiß nicht, was ihm das soll. Was ist denn da damit eigentlich? Holz 7 von 120, Stahl liegt drin. Programmer tragt Holz. Ja, siehst du das? Wird schon. Wir müssen das nur laufen lassen. Ah, let's watch, lay back and watch the colony grow. Babene. Wer kennt's nicht? Die Betten aus Menschen. Haben die bequemsten, Alter. Das weißt du bloß keiner. Forschung abgeschlossen, Maschinenbau. Babene! Jetzt haben wir nicht mehr so viel bis zu die Autotürme. Na, haben wir nicht mehr so viel, kriegen wir schon. Dann ist das nächste, ich glaube, was war das nächste? Dann einfach nach rechts umgezogen, oder? Also einfach dann quasi also den da brauchen wir. Nein, den brauchen wir noch gar nicht. Geschütztürme brauchen wir. Das heißt, Geschütztürme brauchen wir einen Rückstoßlader, wir brauchen Schusswaffen. Das heißt, 1500 Punkte können noch geforscht. Das ist weniger, wie wir jetzt da schon geforscht haben. Ha! Forschung, Schusswaffen, los geht's. Dann können wir übrigens auch Waffen bauen. Was auch nicht schlecht ist. So richtig gute, was kann man dann überhaupt bauen? Schauen wir halt einfach mal. Schusswaffen. Da kann man einiges bauen schon hin. Benötigt Forschung Maschinenbau, schaltet frei. Brandgeschosswerfer, ein Rauchgranatenwerfer, ein Repetiergewehr, so was wir schon haben. Den Revolver, was wir schon haben. Und ein Schrotflinten. So, Schrotflinten ist gar nicht verkehrt. Die ist gar nicht verkehrt, Alter. Die ist gar nicht verkehrt. So, ein Schrotflinten kann man mal. Und dann schauen wir mal, da gibt es einen Rückstoßlader. Das sind quasi halbautomatische Waffen. Mit einer Maschinenpistole. Die schießt dann auch nicht mehr ein, so ein Ding, sondern so puck, puck, puck. Und halbautomatische Pistolen. Ich nehme an, die schießt dann auch schneller. Warum sollte die eigentlich schneller schießen wie ein Revolver? Wahrscheinlich, ja, weil es schneller zum Nachladen ist. Wahrscheinlich hat es dann einfach einen Buff auf Schussgeschwindigkeit, nehme ich an. Zeigt man das da eigentlich? Ja! Gibt sehr detaillierte Werte. Schaden 10. Schauen wir mal. Arbeitsaufwand, Entflammbarkeit. Bla 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 bla. Genauigkeit, Reichweite, Rüstungsdurchdringung, Mannstoppwirkung. Nachladezeit 1 Sekunden. Dann schauen wir uns mal einen Revolver an. Inventar. Revolver. Nachladezeit 1,6 Sekunden. Das heißt, er schießt sehr viel schneller als der normale Revolver halt einfach aus. Und dann gibt es noch eine weitere Steigerung, was es Neues gibt. Nicht zu viel voran. Schritt für Schritt. Ich glaube, dass wir da da können wir noch lange nicht spielen. Und deswegen habe ich vorher vom Lockdown angefangen. Das ist so ein richtiges Lockdown-Spiel. Oder Cyberpunk, das kann natürlich auch sein. Wobei, ich glaube, der harte Lockdown kommt erst nach Weihnachten. Ich werde Cyberpunk wahrscheinlich in meiner Weihnachtsabstinenz durchsuchten, privat dann. Bis Weihnachten werden wir es natürlich streamen. Ob wir parallel überhaupt noch 2 Spiele streamen, weiß ich nicht, weil Cyberpunk wahrscheinlich sehr viele Stunden fressen wird. Und Full Streams bis Weihnachten sind es nicht mehr. Wie viel sind es überhaupt noch? Moment, da muss ich kurz schauen. Am Montag ist der 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dafür sind 5 Spiele-Streams. Der Mittwoch vor Weihnachten ist der letzte Stream. Da machen wir Blade Schmerz. Stündel. Da ist das Jahr für mich gelaufen. Und ja, weißt du eh. David Scheirer schreibt, geiler Shit, das spielt, sag mir, dass du das auch spielst. Eines der besten Aufbaustrategiespiele, die ich kenne. Es ist eigentlich auch kein Aufbaustrategiespiel, es ist ein Aufbau und Colony Manager. So da das eher nennen. Ja? Wird schon. Gefällt mir, dass es euch taugt, oder? 7 Arbeitstag bis Weihnachten. Ja, ich gar keinen. Na doch, einen. Also einen offiziellen Arbeitstag, sagen wir es so. Das, was ich da mache, zähle ich nicht als Arbeit. Was soll das? Später Computer, ne? Ich mache hier Sessel aus Menschenhaut. Schaut das nach Arbeit aus? Ich weiß nicht. Ich glaube ja nicht. Ja, Franziska, bist jetzt du bald einmal fertig mit dem Baum verlegen da oben? Es wird! Kinder, es wird! Dann haben wir bloß noch die unteren Hälften in unserem Werkstatt. Es dauert so lang. Das mit dem Bohnen mit Stornenmorseln und so, das dauert wirklich eine gefühlte scheiß Ewigkeit.
Oh, da haben wir einen Strauß und einen Leguan. Der Fuchsen. Wüstenfuchs 1. Tiere. Wüstenfuchs 1. Wüstenfuchs. Wüstenfuchs. Wir haben einen zweiten Wüstenfuchs. Das ist aber keine Füchsin. Gibt's, heißt das Füchsin? Sie ist eine Füchsin, Alter. Füchsin. Ja, die müssen wir aber trotzdem, das hilft nicht. Das ist ja dann ein sehr androgyner... Eva Baum. Oder sonst noch was dazu schreiben? Leider nicht. Man kann leider das Geschlecht nicht umwandeln. Ja, man muss auch wissen, das ist das Jahr 5500, nicht 2020. Da kann man sich nicht innerhalb von 5 Minuten kurz aussuchen, so, ja, Alter, bitte zu Weiberlein. Nenn mich Birgit. Und jeder, der mich Birgit nennt, den verklage ich auf alles, was ich habe, oder? Du intolerante Drecksau. Was ist eigentlich aus den Leuten geworden, Alter? Weiß nicht, bis vor 3 Jahren, wenn ich so auf die Uhr schaue, so 2 Geschlechter geben, vor allem gibt es 18. Was soll das, Alter? Was soll das, Alter? Birgit, wieso muss eigentlich die Franziska den Boden verlegen, wenn du das selber ja auch kannst? Tja. Oh. Neue Quest. Vorratskammer von Juju. Juju, Ratsvorsitzende der Fraktion, hat uns informiert, dass wertvolle Waren im Gesamtwert von 666 € in unserer Nähe gelagert werden. Nanofasern? Alter, was sind Nanofasern? Okay, das ist krasser Scheiß. Aber da ist ein unbekannter. Schauen wir mal, springen zu verstecken mit Waren. Das war gar nicht weit weg, das kann man uns eigentlich irgendwann noch mal holen. Mich würde das einmal interessieren. Was da für eine Bedrohung lauert. Nanu? Fasern? Damit wir mir so Wanderungen machen können. Also da von unserer Kolonie raus und dann da hingehen können und dann sind wir quasi auf so einer Parzelle und da passieren dann irgendwelche Sachen. Brauchen wir erst noch ein paar andere Forschungen. Wir brauchen zum Beispiel so Überlebensrationen. Die verderben nicht so schnell, damit du unterwegs was zum Essen hast, sonst verhungerst du unterwegs. Du brauchst Waffen. Du darfst deine Verteidigung in der Kolonie nicht zurücklassen. Das heißt, die verweigern ja alle Gewalt. Ja? Verweigert Gewalt. Verweigert Gewalt. Das heißt, wir können uns nicht wehren unterwegs, sondern wenn wir die 2 bewaffneten Leute wegschicken und dann werden wir angegriffen, dann haben wir ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen zuerst unsere Verteidigungsanlagen da aufbauen und dann können wir irgendwie schauen, da irgendwie was zu machen. Stoff oder Refi, soll ich vom Bürger grüßen? Also nicht ich, sondern von dem 2 Jahre jungen Bürger. Sie ist ein großer Fan von dir und da hat sich über ein paar Worte oder mehrere von dir gefreut. Ich glaube, es waren mehrere. Plural. Hallo! Aber die Refi. So. 2600 braut's noch. Was? 2600 braut's noch? Herr Jan? Was von 2600? Wir brauchen mehr Holz. Das ist alles, was ich weiß. Holz, Sim. Wo hat denn die das? Wo wirkt denn die das Holz über hin? Wir haben doch. Was soll denn das? Der hat doch da vorher gerade ans eingetragen. Was tut denn der Pro-Gamer? Ja, okay, jetzt pass auf. Jetzt, was tut der jetzt? Erntet Riesenkaktus. Das werden wir jetzt verfolgen. Was tut der jetzt? Essen. Okay. Was tut er jetzt? Trägt Holz zu Lagerzone 1. Ja. Und was tut er da mit dem scheiß Holz? Was passiert mit dem Holz? Wo gibt es hin? Training erfolgreich. Zahmheit 38%. Salut. Sacre bleu. Oh, und Erik Bommel müssen wir natürlich auch dingsen. Achso, Abos. Es wird kein. Ich sag's euch auch übrigens auch freiwillig, wie es ist. Es kommt drauf an, wie zeitlich, dass wir 100.000 erreichen. Also nicht wie schnell, sondern wann genau, dann kann ich vielleicht ein Special draus machen. Ansonsten muss ich euch das einfach so verkaufen. Es ist für mich ein sehr großes Special. Da mag ich aber noch nicht davon reden, das sagt es dann selber, wenn es soweit ist. Ist aber noch ein bisschen hin. Ein paar Wochen und Monate. Das setzt dem Ganzen sprichwörtlich die Krone auf. So. Wird jetzt das da bald einmal was. Wie schaut's denn mit der Schwangerschaft aus? 6 Tage noch. Digi, das dauert, Alter. Das dauert noch 100 Jahre, Alter.
Es sind 100 Abos pro Woche etwa, kannst du jetzt rechnen. Ist es aber auch bloß so. Das ist übrigens nicht wahr. Da bleibt es nicht. Da ist es nur, wenn ich ein Video rausbringe, das richtig gut ankommt. Dann Hans 100 in der Woche. 100 in der Woche stimmt auch nicht. Ja, Hans auch nicht. So, das ist auch schlecht. Das heißt, sau schlecht ist nicht, aber im Vergleich zu sonst. Momentan habe ich 1500 im Monat. Auch nur wegen How to Schleidern. Ich weiß nicht, wie lange es das noch anhält. Keine Ahnung. Ich sage mit 3 Monaten. Ja, in 3 Monaten kann man es haben. Was ist eigentlich mit der Foltermeisterin? Die ist abgehauen. Die ist wieder gegangen. Der Art schreibt: Hast du gewusst, dass die Batterien nur dann fetzt, wenn es rausstehen und wenn es ringt? Ja, habe ich gewusst. Habe ich gewusst. Der Russe meines Vertrauens hat mir einmal gesagt, so die Batterien, wenn du so zusammenstehst, dann kann das auch ziemlich in die Hosen gehen. Da hat mir aber noch nie was gefällt. Weiß ich nicht warum. Training erfolgreich, Zusammenhalt, 5 von 5, Alter. Jetzt passen wir Obacht. Beschützen, angreifen, was ist das da? Tragen, den kann man ja alles beibringen. Jetzt passen wir auf. Tiere, gehen wir mit zum Sepp. Was kann der schon ist? Oh, schau hier, der ist schon Zahmheit 5 von 5. Nice. Jetzt kann man ihm dann lernen, beschützen, angreifen und so weiter. Und dann ist der Pro-Gamer der Beastmaster. Und hat eine Horde von Panther dabei. Tragen wollen sie aber immer noch nicht gern, gell? Da liegt immer noch die ganze Scheiße einfach irgendwo umeinander. Naja. 1500 wegen am Schleidern, sie fix alles wichsen. Ja. Ja. Insgesamt. Also ich sage ungefähr seit letzten Sonntag sind 800 neue Abos dazugekommen. 400, 500, 600, ja, irgendwas zwischen 600 und 800. Und das war der letzte sichere Schubwahl, ist lang, ja. Lang. Schamhaarhändler von... Eine Karawane der Fraktion Kamisa Nation nähert sich, sie sind Schamanenhändler. Schamanenhändler. Sie werden in ein paar Tagen die Kolonie verweilen. Jawohl. Kommen wir euch Idioten. Wo haben die? Da kommen sie. Da kommt der ganze Batzen. Schau. Bibi hat sich mittlerweile auch langsam was hier das Stahlwerk durchgearbeitet. Da kommen sie. Mit denen sollten wir mal handeln. Mit denen sollten wir mal sauber handeln. Den schauen wir jetzt mal zu, was die. Und dem ersten, den sind die Finger laufen, mit dem der wir handeln. Ah, der Bürger. Bürger Pro-Gamer, abhandeln. Los, abhandeln. Er will nicht sozial sein. Wieso morgen neu nicht sozial sein? Handle mit violette Hornisse. Okay. Da schauen wir mal, was wir haben. Dein Unterhändler Franziska kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht sprechen. Nicht richtig sprechen. Das wird Einfluss auf den Handelspreis haben, wie vorher wieder. 10 Weibchen, schwanger. 21 von 26. Die haben Schildkrötis. War lecker, das ist 129 Jahre. Das ist die Schildkröte, die ich jemals gesehen habe. So, schauen wir, kann man denen nicht mehr irgendwas verkaufen, was wir haben? Nein! Die wollen ja nichts. Ich verkaufe meine Viecher nicht. Das sind meine Panther, die Anschläge. Was? Letzte Preis. Oh, aber die haben coole Sachen. Ruhig machender Psycho-Impulsgeber. Ruhig machender Psycho-Impulsgeber. Ein einmalig benutzbarer Breitwellen-Psychoeffektor. Der psychische Impuls induziert selbstbefriedigende Wahrnehmungsverzerrungen, die jedem in der Region einen vorübergehenden Stimmungsboost verleihen. Quasi Schleidern ohne zum Schleidern. Nice. Leute, haben gerade angefangen, dass mein Freund in 4 Wochen in Quarantäne ist. Dann gebe ich heute das Geld per Monat. Merci für deine Streams, aber die erleichtern nur die Zeit brutal. Herr Löwe, nichts zu danken, sie erleichtern mir die Show auch, so ist es nicht. Dankeschön für den Drilling. Herr Löwe, am anderen immer merci für den Euro. So. Hab ich wahrscheinlich übersehen. So, wann war der? Vor 12 Minuten. Merci dir. Die haben auch wieder nix. Schildkröten mag ich keine. Die mag ich nicht. Aber die Brahmins oder was, also Brahmin was ist so Fallout, oder? A Muffalo. Schau hier, Muffalo. Look at the Muffalo. Ah, the cute Muffalo. Why don't you sell your Muffalo? Because I work at the Muffalo Factory. Entschuldigung. Dein Dreck. Seine Behinderung. Du bist ein geistig Behinderter. Schalt endlich aus. Jetzt mach hier Turbo-Modus. Ich mag jetzt, dass da kein wird, oder? Immer nur 5 Tage. Da rüber ewig. Jetzt lass mal durchgehen aus 3, oder? Muffalo-Wolle. Gibt's, ja.
Aber sehende Viecher, du kannst sehende Viecher auch auf Karawanen mitnehmen. Und die können einen Haufen Zeug dran. Oh. Mach! Psst, kaputt! Warum? Der Kartoffelstahl brennt! Der Kartoffelstahl brennt! Der ESO Sepp hat's ausgeschaltet. Ausgemacht, Entschuldigung. Der ESO Sepp hat's ausgemacht. Sehr schön. So meinen wir das. Hypothermie? Folgende Kolonisten leiden an Hypothermie. Franziska! Stelle sicher, dass sie entsprechend der Jahreszeit gekleidet und in den Räumen gut geheizt sind. Was soll denn das wieder heißen, Alter? Hypothermie schwer? Was zur fucking Hölle, Alter? Bedürfnis kalt. Ja, dann zieht er mal eine Menschenhautjacken, aber was soll jetzt sie mal? Dann müssen wir uns was Anständiges schneiden. Das hilft uns nicht. Brudi, das hilft uns nicht. Machen wir uns mal Staubmantel, hä? Machen wir uns mal Staubmantel. Staubmantel brauchen wir 4 Stück. Wiederhole bis du 4 Details. Oh, da darfst du jetzt einmal alles nehmen, das ist mir jetzt nicht wurscht. Und irgendjemand muss schneiden. Haben wir mich schneiden? Schneiden. Programmer ist Schneider. Franziska ist Schneider. Was tut sie jetzt? Ruht sich aus. Du ruhst jetzt nicht aus, du schneidest dir jetzt einen verdammten Staubmantel, Weiberlein. Reißt Pflanz! Jetzt wird's Winter, oder was? Jetzt ist Dezember. Oh, jetzt wird's eng. Kinder, jetzt wird's eng, jetzt brauchen wir Mantel. Franziska, du gehst jetzt Manteln. Manteln schnipseln. Los geht's. Ja, sag mal, wie oft müssten du da gehen? Was tut's denn jetzt? Jetzt tut's wieder, die holt jetzt die Haut, okay? 44, wie viel braucht denn für einen Staubmantel? 850 oder was? 44 liegen schon da. 59? Kruzifix Staubmantel, leck mir mal. 75? Jetzt hat es umgehauen! ESO-Sepp, was mit dir? Bedürfnis extrem kalt. Leid! Müssen wir Heizungen bauen. Rette Franziska, Sammlerin. Alter, die einzige, die bauen kann, ist sie. Wir müssen Heizungen bauen. Heizungen! Temperatur, Heizung. Okay, wir müssen Heizung hinbauen. Wir bauen da einen Sieg. Wir bauen in jeden Raum eine. Okay. Wir bauen zu die 4 eine und zu er noch eine. Mehr, glaube ich, brauchen wir nicht. Problem ist, die einzige, die bauen kann sie bauen. Sie liefern zur Heizung. Kann irgendjemand von euch Idioten bauen? Arbeit? Bauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keiner außer Franziska. Franziska! Und die ist bewusstlos. Toll. Richtig gute Sache. Oh, der ESO-Sepp ist auch bewusstlos. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's furchtbar schnell interessant. Das habe ich übersehen. Weil irgendjemand gesagt hat, es kann bei dir nicht Winter werden! Ihr Zipfen! Wir bauen mir jetzt die Heizung durch. Franziska, du musst wieder auf 40 kommen und zwar schnellstens, Alter. Schnellstens. Bau sofort. Jetzt haben wir gleich hin. Jetzt ist es einfach gleich vorbei. Jetzt ist es einfach sofort gleich vorbei. Alter, jetzt ist es einfach sofort gleich vorbei. Das ging schnell. Wie kann man denn da drin? Konnte ich eine Feier machen? Warte mal. Temperatur. Moment, Feiern, keine Ahnung. Ja, Erfrierung. Priorisieren, liefern zu Lagerfeuer. Moment. Oh oh. Mal schnell Lagerfeuer. Ja, wie denn? Jetzt haut sie nämlich auch gleich um. Draußen hat es 4 Grad, da wird man doch nicht gleich. Was Teile eines Raumschiffs? Ich scheiß auf Teile eines Raumschiffs, Alter. Fahrt's du mir lieber die Leute. Oh Gott, Franziska, du musst aufstehen, du musst wieder wach werden. Kim. Hypothermie extrem. Schwer. Hypothermie zitternd. Oh oh. Ja gut, da hat es 5 Grad drin, so schlimm ist es nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht wird es besser, schauen wir mal. Der ESO-Sepp ist wieder fit, ESO-Sepp ist fit, das ist schon mal Epsi.
Priorisiere liefern zur Heizung, du priorisierst jetzt überhaupt nichts. Und Bibi, du besoffene Hure. Priorisiere liefern zur Heizung. Ja. Liefert Material zur Heizung, damit die Heizung muss eingeschaltet werden, oder? Die Heizung muss eingeschaltet werden. Bibi isst, das ist in Ordnung. Franziska, steh wieder auf! Franziska, du musst aufstehen! Franziska! And I need you. Franziska, wenn stirbt, haben wir ein Problem, weil von den anderen Idioten keiner bauen kann. Jetzt Kim, steh auf, bitte. Bitte, bitte steh auf. Immer noch Hypothermie extrem. Hypothermie extrem. Oh oh. Linker Ringzeh abgefroren. Franziska, don't go. Don't go. Linker kleiner Finger, Erfrierung. Jetzt hör damit auf mit deiner Erfrierung! Bau halt das Ding da hin! Alter, what the fuck? Da muss Sepp anderen bauen. Das hilft uns jetzt einfach. Oh, da liegt schon wieder Sepp am Boden. Da liegt noch am Boden. Programmer ISO Sepp. Und dann bauen. Wo ist bauen? Bauen. Die haben halt 0. Das wird uns nicht helfen, Alter. Irgendjemand muss jetzt da hinbauen, weil sonst haben wir verkackt, Alter. Kann Heizung, Baustelle nicht bauen, Fähigkeit, Konstruktion zu niedrig. Kann er nicht bauen, Konstruktion zu niedrig. Ah, das Money wird's gewesen sein. Franziska, steh auf, du schaffst das. Du wirst doch ein Lagerfeuer machen können, Bibi! Ja, sie kann uns bauen! Programmer, bau! Bau! Bibi! Lagerfeuer! Ja! 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 Programmer. Und wenn's da fräst, hacke dir irgendeinen scheiß Baum ab. Was weiß ich, was du tust, aber hol unser Holz. Als Holz, wenn ausgeht, haben wir verrotzt. Entfernen. Ja. Schaffst du, schaffst du. Bewusstloser Kolonist. Fuck. Retten. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's knapp. Wie ist jetzt da drin? Innen 19 Grad. Das ist gut, das ist gut. Das ist richtig gut. Franziska ist wieder fit. Franziska! Schlaf bis vollständig geheilt. Du Zipfelarm. Hypothermie leicht. ESO Sepp, das soll nicht heißen. Franziska, bau das Ding. Bau der Heizung. Schnell, bau Heizung. Bau der Heizung! Was ist denn jetzt? Konstruktion fehlgeschlagen. Bist du besoffen? Bau die Heizungen. Franziska, du sollst nicht in der Weggeschichte umeinander heißen. Du sollst eine Heizung bauen. Bau eine Heizung. Ja! Die erste Heizung steht. Franziska, was machst du? Nein, jetzt werden wir überfallen! Ich will nicht! Zum Mordsprit! Jetzt kommen wir schon zu zweit. Du, die friert's nicht, oder was? Okay, wo hat meine Panther? Der Erich Bommel. Erich Bommel! Du kommst! Wie schaut's da aus? Hypothermie zitternd. Ja, Brudi, das hilft uns nicht. Rüst den Revolver aus. Franziska! Wo bist du? Was tut die? Entspannt sich mit anderen. Das schaut mir jetzt nicht nach Entspannung aus, oder? Bibi! Du gehst jetzt auch da rein, wo die Heizung brennt. Habe ich meine zwei Fuchsen dabei. Jetzt bei sich am Beobachter, das regelt man schon. Das regelt man mir schon. Pass auf, da gehen wir jetzt da oben. Waren die zwei, die kommen von da unten. Ja, das kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Wahrscheinlich voll, aber bis die angreifen, gehen wir da in den Ding rein. Damit du uns nicht freust. Du, damit du uns nicht freust. Ja, dann die haben da unten. Auf das warten wir jetzt noch, ja. Ihr seid Kurmaboa und Boga. Sag ich schon, wo. Jetzt kommen's. Jetzt wird spannend. Jetzt schauen wir mal, was sind. Hoffentlich kommen sie einzeln. So, jetzt gehen wir mal da raus. Ja.
Ah ja. Shit, ja, wir schießen noch natürlich auf unser eigenes Zeug. Ja, Boga, verriss! Verriss! Gut, Franziska, guck mal. Wo ist ja, guck mal! Oh Gott, das geht in die Hosen. Oh Gott, das geht in die Hosen. Oh, das geht in die Hosen. Oh, der Fuchs greift durch. Fuchs! Fuchsen! Erich Bommel! Der Erich Bommel! Der Erich Bommel hat die Scheiße repariert! So, Franziska hat sich klar schnell gegrabt. Schießen zusammen! Ein Kurber, boah, peng, peng! Und los, ja, meinen scheiß Lego rein in die Rübe, sonst... Easy. Easy. So, jetzt pass auf. So. Scheiß Lagerfeuer machen wir wieder aus. Abreißen. Bibi. Irgendjemand muss abreißen. Franziska, du tust da irgendwas. Ich weiß nicht was, aber tu irgendwas. Der Programm, was tut der Programm? Oh, da brennt's. Wieso brennt's da? Brudi, wieso brennt's da? Weiß ich nicht. Ist mir aber auch scheißegal. Alter, der Fuchsensepp, den haben wir schon so weit trainiert. Pass auf, war das Eva Baum? Oder war das war der, oh, der Erich Bommel ist verletzt. Erich Bommel. Erich Bommel. Erich. Priorisiere Behandlung von Erich Bommel. Schnell. Bibi. Er wird behandelt. Erich Bommel. Erich Bommel. You're safe now. Ah. Haben wir einen Zauber verarztet. Ich vor Baum versteht keinen Spaß, oder mir schnell ein Lego angießen. Okay. Wildtiere. Ich darf mir sagen, wir killen die 2 Leguane. Oh, und so wie das sehen, haben wir schon wieder Menschen geschlachtet. Naja, passiert bei uns. Passiert bei uns, öfter. Wie schaut's jetzt aus mit dem Babypanther? 2 Tage noch! 2 Tage noch! Ja, wird schon. Wird eben schon. Was tut jetzt der? Ist jetzt der Strauß da hergegangen und hat meine Kartoffelpflanzen gefressen? Du Hurenmistviech! Das darf aber wohl nicht die Wahrheit sein! Der Manni haben wir den nicht mehr lang, Mr. Straußensepp! Kommt du daher und frisst mir Kartoffelpflanzen, das kannst du abschminken, Freundl. Bist zur Jagd freigeben, helft mir. Oh, es sind alles Krankenbetten. Gut erkannt. Das war immer schon ein Krankenbett. Die 2 müssen wir wieder zuweisen. Wähle Besitzer, die Hand zugewiesen. Wieso steht das nicht dort? Doch, und der Rest sucht sich selber. Der Rest sucht sich selber. Wie schaut es bei ihm aus? Bedürfnis. Geliebtes Haustier weggegeben. Dauert immer noch 34 Tage. Wir haben quasi erst 1 Monat gespielt. Wir haben Menschen geschlachtet, hungrig. Ja, dann ist es was, du Trottel. Wir waren das. Naja. Hilft dem nicht. Jetzt hat es draußen übrigens wieder 6 Grad. Weiß nicht, was ihm da los ist. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller da. Ich mag jetzt einen Babypanther sehen. Ich möchte doch bloß den Babypanther sehen. Und dann glaube ich, mag ich nicht mehr. So schaut's aus. Aber irgendwie müssen wir auch noch in der Brauerei. In der Brauerei müssen wir auch noch was machen. Eine halbe zapfen wir noch und einen Babypanther schauen wir an. Ist das ein Deal? Und trag du mal lieber das Holz, anstatt den geschissenen Lego an. Ja. Pro-Gamer, tut schlafi. Okay. Was haben wir da? Riesenkaktus. Ist noch nicht fake gewachsen. Da liegt 15 Holz umeinander. Oh, die lassen nicht auch alles umeinander liegen. Wie wir das beschleunigen können? Arbeit, Waldarbeit. Bergbau 2, Feldarbeit 2. Bauen können wir da mal wieder ausmachen und ansonsten ist nichts wichtiger. Mach die Waldarbeit jetzt! Reinigen, Transport, wichtig, reinigen, wichtig. Schneller. Schneller, sag ich da bloß. So, Franziska rammt zusammen. Franziska! Der rechte Zeher ist abgefahren. Müssen wir noch mal schauen. Linker Ringzeh, abgefroren. Ah, wir brauchen Ringzehen, Alter. Wenn ich mir das so vorstelle, wenn das da Zehen sind und dann ist der Ringzeher weg, dann schaust du entweder aus
wie ein Ninja oder wie ein Turtle? So, was ist jetzt da mit Holzhacken eigentlich? Wir brauchen mehr Holz. Ich weiß nicht, wo das so hin verschwindet. Und was ist überhaupt so? Mehr Kaktussen absaben. Mehr. Do you understand? More. Gib mir more Hund. Oder vielleicht wäre ein Ninja-Turtle. Korrekt. Jürgen, du brauchst nur ein Bett für deinen zweiten Fuchs. Das stimmt, aber wir haben Menschenhaut. Haben wir mit Menschenhaut? Menschenhaut! Gib mir bitte ein Kissen aus Menschenhaut. Die müssen wir auch irgendwann langsam mal woanders unterbringen. Weil, was haben die da drin? Was soll die machen? Da ist dreckig. Die müssen wir eigentlich da unter freiem Himmel machen. Da kann man da. Ja, ich weiß, wie wir das machen. Ich weiß, wie wir das machen. Dach bauen, erweitern. Jetzt machen wir da, also im Ober, da machen wir jetzt ein Ding her. So, ein Dach. Das bauen wir da so her. Und dann ändert man die Zone. Zone, Arbeitsgebiet verkleinern. Pantherzone, machen wir das da machen wir weg. Dann haben wir Arbeitsgebiet erweitern, Pantherzone, dann machen wir so. Schon wieder Überfall. Grüezi, fix, Mann. Jetzt kommen schon wieder. Was hat denn ihr dabei? Inventar, Messer aus Stahl. Diese Arschläger! Greifer, das habe ich nicht gelesen, ob sofort. Trauer Pro-Gamer ist zusammengebrochen. Ja, toller Zeitpunkt. Greifen die sofort an? Oder sammeln sie die? Ah, die sammeln sie noch. Ja, okay. Also bloß schauen, dass da nicht einer zu weit wegläuft. Der ISO selbst schläft. Pro-Gamer Franziska, die sind wichtig. Ja, sie kommen. Nehmen Pro-Gamer Franziska. Unsere Viecher sind ja auch dabei. Stellen wir uns da her. Ah, der Fuchs ist auch da. Kommen schon. Was ist denn? Lass meinen Fuchs in Ruhe! Lass meinen Fuchs in Ruhe, du Hurensohn! Lass meinen Fuchs in Ruhe, Alter! Ihr Wichser! Was muss der Behinderte denn? Wir können ihn freilassen. Wir können den Fuchs drauf loslassen. Nahkampfangriff. Weiß ich nicht. Da schießt man drauf. Kopfschuss. Ich erschlug meine Fuchsen! Press F for respect. Für den Erich Bommel. Das ist nicht nett. Ich wollte ihm doch gerade sein neues Bett aus Menschenhaut bauen. Er hat nie in einem Bett aus Menschenhaut geschlafen. Aber die Eva Baum, die lebt noch, die können wir retten. Die retten wir. Los geht's. So. Und aus dem Erich Bommel machen wir uns einen sauberen Staubmantel. Nein, in dem wir begraben. Nein, der Erich Bommel wird begraben. Da kannst du mir kommen, wie du was du willst, da kannst du mir kommen. So, Grab. Wir machen ein Grab. Franziska, hebe das Grab aus. Rest in Peace, press F für den Erich Bommel. Ja. So, und jetzt halt konsumiere, priorisiere, tragen von Erich Bommel. Nein, du sollst den doch nicht, du sollst den begraben, bist du Psuffer, du sollst Tierleichen, da. Du sollst den nicht in den Kühlkammer, den essen wir nicht, wir essen einen Erich Bommel, essen wir nicht, oder?
Ein Erich Ein Erich Bommel isst man nicht, den begrummen. Verstehen Sie? Was ist mit ihm? Trägt Eva Baum. Eva Baum ist immer noch ein guter Witz. Jetzt aber. Nein, nicht schlagen! Was tut denn? Ja, Alter, jetzt geht's drunter und drüber. Jetzt ist es schon vorbei. Es tut mir leid, da so Erich Bommel geschlachtet, ich bin raus. Du kannst nicht einfach hergehen und Erich Bommel schlachten. Ja, hilft nicht. Hilft ihm nicht. Machen wir das Grab wieder zu, weil die anderen Typen begraben wir nicht, die werden bei uns gegessen. Ja? Jetzt haben wir einen verrückten Strauß mitten in der Bude, ja toll. Da bin ich aber froh drum. Da gehen wir jetzt, steppen wir zu mir raus. Was ist jetzt da? Ja, Bibi, lauf du, mir schießt man Strauß zusammen. Peng, peng, Strauß. Peng, peng, Strauß. Was ist denn jetzt eigentlich los? Jetzt geht's für ganz schön zu, gell? So, jetzt ist einmal eine Ruhe jetzt. Quest abgelaufen, die Rettung von Baldwin. Ich scheiße auf den Baldwin. Der Erich Bommel ist tot. Scheißspey. Drecksspey. Wo ist der Babypanther? Ich will den Babypanther. Schwanger, 25 von 26 Tagen. Jetzt haben wir es aber dann gleich. Schauen wir uns noch. Der Baum ist auch gestorben. Nein. Das ist das schlechteste Drecksspiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Es tut mir so leid, Eva Baum, es tut mir so leid. Eva Baum, es tut mir so leid. Eva Baum, wir haben beide ihr Bestes gegeben. Press F for Respect für Eva Baum. Die saudumme Schupferbrunzen. Naja, dann müssen wir es halt kochen. Hilft uns nicht. Aber wenigstens haben wir jetzt eine Jacken. Wir kann Mützen. Wir kann Mützen aus dem. Wie viel Leder geht denn da raus? 17, ist ja nix. Und wie viel Stoff braucht man für Mützen? Tun wir her, Haum, Mütze herstellen, Mütze. Details 20. Also Ohrmützen aus der Eva Baum und aus dem Erich Krommel. Hat er nicht eigentlich Erwin geheißen? Erich oder Erwin? Oder keines von beiden? Schon Erich, oder? Nicht Erwin. Wir kommen dann auf Erwin. Weiß ich nicht. Egal. So. Naja. Wie viel ist da rausgegangen? 18 und 17. Dann machen wir uns da mal Mützen. Dann machen wir uns jetzt mal saubere Mützen aus der Eva und aus dem Erich. Mütze, Details. Da machen wir alles löschen. Also das kann man da draus gar nicht machen. Mützen gängen also nur aus bestimmten Wollarten. Ja gut, das macht sogar einigermaßen Sinn. Einfacher Stoff, gewebt aus organischen Fasern. Was genau ist dann das da? Ein Fuchspelz. Naja, vielleicht können wir einen Dreier verkaufen. Hilft nicht. Jetzt warten wir auf die Geburt unseres Babys. Wir montieren neu unsere Menschenhautsessel. Die zwei Scheißbruckern, die tragen wir weg. Ich meine, die Viecher sollen auch nicht. Wie schauen wir da aus? Da schauen wir gut aus. Männchen. Wo ist denn das Weiberl? Da ist das Weiberl. Weiberl, ja, schaut auch einigermaßen in Ordnung aus. Jetzt schauen wir mal. Schwanger, 26 von 26 Tage. Jetzt wird dann gleich der Babypanther auf die Welt gekommen. Das wird gut. Und warum tragt keiner die ganze scheiß Letten da um? Ich verstehe es einfach nicht. Quest abgelaufen. Ist mir wurscht, Alter. Ist mir scheißegal, Brudi. Hilft nicht. Franziska, warum geht's dir eigentlich so schlecht? Menschen geschlachtet. Tja, scheiße gelaufen. In der Caden geschlafen. Auch scheiße gelaufen. Warum baust du denn dann nicht das Ding einfach fertig? Ich verstehe die Frage nicht. Genug Stahl haben wir, genug Bauteile haben wir. Verstehe ich nicht. So, wo ist jetzt das Kaibe? Kannst du mir herkeiben? Panther Sepp. Da braucht man noch 2 Panther, dann geht das ein bisschen schneller mit der Reproduktion. Schiebe einen Zent.
Aber jetzt sind wir nicht. Training fehlgeschlagen, angreifen. Wenn der Panther auf die zukommt, dann ist schon 5 vor 8. Ja, dann haben wir schon ganz andere Probleme. So, jetzt pass auf. Sepp, Training, da haben wir noch nicht weit gekommen. Beschützen 1 von 3. Und bei der Zins, Training, haben wir beschützen schon 3 von 3. Aha. So, jetzt hau den Baby-Panther außer, weil ich mir mag. Außer mit den... Schau dir an! Panther Baby 1! Ey, so cute! Er ist einfach bloß ein kleines Model von den anderen. Totally worth it. Da brauchen wir einen Namen, oder? Und schon ist geschissen auf die Fuchsen. Schon ist geschissen auf die Fuchsen und Baby Panther, was wollen sie? Was zur Hölle wollen sie, Alter? Wie nennen wir den? Training, ja sicherlich, Alter. Beschützen Angeln von klar auf, das ist mein Baby, Alter. Der Erich Bommel der Zweite. Der Erich Bommel der Zweite. Vielleicht aber, da ist der Papa heißt Sepp. Mama heißt Zehns. Vielleicht sollte man Zehns draus machen. Oder Zepp. Die Namen sind sie so ähnlich. Xari gefällt mir aber auch gut. Der Xari 1. Xari, the first. Welcome to the world. Nice. So, haben wir einen Babypanther. Sonst haben wir noch nicht recht viel zu essen. Nein. Tja. Training erfolgreich. Beschützen 1 sofort. Oder wenn das Babypanther-Viech zum Schlägern aber mitkommt, dann kriegen wir feinen Stress miteinander. Oh, da ist einmal ganz nebenbei unsere verdammte Brauerei fertig geworden. Brudi. Aufgaben. Aufgabe hinzufügen, Bierwürze mischen. Das heißt, wir können da noch gar keine... Na, dann muss ich euch leider enttäuschen. Dann wird es halt noch keine halbe nicht geben. Was brauchen wir dann noch nach der Brauerei? Was brauchen wir denn dann nach der Brauerei, wenn man da noch Bierwürze machen kann? So ein Drogenlabor. Da wo man allgemein Flüssigkeiten herstellen kann. Weiß ich nicht. Achso, im Gärbottich vielleicht? Ja, das kann sein. Ruiniert durch Temperatur. Ideale Temperatur zum Gären sind bis 32 Grad. Ja, hä? Müssen wir das dann neu bauen, oder wie? Sie tut was. Und was tut's dann damit? Dann steht jetzt da Bierwürzen umeinander. Und dann? Haben wir noch ein Holz übrig? Nein, haben nichts ins Lager dran. Holst jetzt den Hopf ein? Was tut's dann damit? Die halt. Das tut jetzt die ganze Zeit, oder was? Ungekühlt. Verdirbt den Dingsbums Tagen. Ungegorenes Bier. Diese Substanz muss in einen Gärbottich gären, bevor sie zu trinkbarem Bier wird. Ja, aber wenn die Temperatur wird, dann ist doch der Gärbottich nicht hier, oder? Kann Bierwürze nicht tragen, kein freier erreichbarer Lagerplatz. Ja, die haben halt mindestens einmal da einer, oder? Wo ist dann wo ist dann die Bierwürze drin? Nahrung? Rohes Essen, Mahlzeiten, ne? Objekte, Waffen, kleine Konstruktionen, brauchen Leichen. Muss ja unter Rohstoffe sein, oder? Das gibt es ja gar nicht anders. Raublaub, Pflanzenmasse, Hopfen, Psychiblen, ne? Vielleicht auch hergestellt, wahrscheinlich eher Drogen, Mörsergranaten, Bierwürze. Da, Bierwürze. Bierwürze! Her mit dem Schund! Wegtragen! Ja, so ist recht. Not geht die auch noch kaputt, kriege ich einen Vogel. Ja, da steht auf alle Fälle der Gärbottich, da ganz links unten, ruiniert durch Temperatur. Das wäre wahrscheinlich passiert sein, wenn wir da mitten im Dezember halt einfach eine kalte Bude gehabt haben. Und jetzt ist er ganz hin. Das habe ich nicht ganz verstanden. Na gut, dann würde ich sagen, bauen wir noch einen.
Kopie bauen. Kopie bauen. Die Tierplätze, die können wir eigentlich einmal abreißen, die brauchen wir noch nicht. Dann kann man da drinnen mal putzen. Bibi, wie schaut's denn aus? Da putzen wir ein wenig da drin. Das ist ja total asozial. Wir möchten da so eine halbe Braut haben, hä? Sag einmal. Sag einmal, Bibi. Das geht schöner und besser. So, wunderschön. Und überall liegt Blut in der ganzen Bude umeinander und keiner kümmert sich. So nicht. So nicht. So, Produktion. Nein, Strukturen, Möbel. Wo war denn das? Produktion. Da bauen wir jetzt einen zweiten Gärbottich. Den haben wir. Aber Holz brauchen wir wieder heute mal. Das arbeiten wir einfach in der Natten wieder alles um, was wir finden. Das hauen wir jetzt noch schnell durch. Das mag ich schon sehen. Das mag ich mich schon sehen. Riesenkaktus. Oh, einen Staubmantel haben wir fertig. Der Pro-Gamer hat einen Staubmantel. Nice. Daddy, das Tommy, ich wünsche Ihnen eine wohltuende Nächtigung und wir sehen uns spätestens des Montagsabends 20 Uhr. So schaut's aus. So, jetzt bei so Wacht. Wie schaut's jetzt da aus, da Franziska? Was machst du? Was tust du? Holz holen. Ja, das ist gut. Wie viel Holz braucht man für den Gärbottich überhaupt? 30 Holz. Das wird aber denen machbar sein. Was tust du jetzt? Was tust du denn? Trägt Holz zur Baustelle. Ja! Gib ihm! Ich will eine halbe haben! Geben Sie mir mal eine halbe her! Wie viel ist denn jetzt drin? 7 Holz braucht's noch. 7. Was tut's denn? Wo geht's denn hin? Ja! Sie Holz. Es liegt kreuz und quer und drum Holz umeinander. Hier. Da, bau den Gärbottich. Und jetzt, was tut jetzt? Trägt Stahl zur Heizung. Nix Heizung! Du sollst den Gärbottich bottichen. Priorisiere Befüllen von Gärbottich. Jetzt bin ich gespannt, wie lange das die Scheiße dauert. Wahrscheinlich wieder 3 Monate. Krieg ich einen Schlaganfall. Okay, was haben wir da? Enthält 15 von 25 Bierwürze. Fortschritt 0,6%. In 6 Tagen abgeschlossen. Du kannst mir am Arsch lecken! Später, das ist jetzt nur 6 Tage! Mag nicht mehr! Escape! Speicher und Desktop! Das war's! Mag nicht mehr! So! Ruhe! Robin the Bird! Moin! Verstehe kein einziges Wort! Verstehe mit F? Ja nicht. Tu dich nicht obi. Das ist das Dreiche. Rage Quit of Doom. Nein, war kein Rage Quit. Ich mache jetzt einfach nicht mehr. Ja, kann man uns noch ein wenig, was der noch? Weiß nicht. Schauen wir mal, was der Spezi auftreibt. Ansonsten werde ich mit so einer Frau für ihre verletzen. Oh, die haben auch ganz viele verschiedene Sachen. Was denn die? Aimlab? Da einer spielt Aimlab. Wie im Arsch bin ich denn, wenn ich Aimlab spiele? Flo. So, tja, Freunde der Sonne, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Alter, wir brauchen mal einen Strauß Franz Josef. Sprenge, wir haben ihn da nicht selber drauf kommen können. Wir haben ihn da nicht drauf kommen können. Ich weiß schon, es ist asozial, das Ding abzuschlecken, aber was soll ich machen, wenn da jetzt mal, wenn ich drauf drücke und wenn ich es um so ein Tripfel rauskomme und das jetzt mal überall hintripfe, die schauen aus, als hätte ich meine Tage. Und jetzt ja auf mit der Donaterei. Ich mag jetzt keine Donations sehen. Killer. Pur endlich die Heizung fertig. Herr Killer, merci. Stolz lieber, wann der mal einen Doom-DLC zogen? Weiß ich noch nicht. Also wie die kommende Woche ausschauen wird, das habe ich schon mehr oder weniger schon letztes Mal angekündigt. Am Montag spielen wir Call of Duty fertig. Das wird auch fertig. Ich glaube, wir haben in der letzten Mission. Und am Mittwoch wird der Stream ausfallen. Und wird verschoben auf Donnerstag. Denn da am 10. Cyberpunk erscheint. Das meiste erwartetste Spiel wahrscheinlich aller Zeiten, wenn ich das so sehe. Ob es wirklich was kann, werden wir herausfinden. Und dann geht es wieder normal weiter. Montag, Mittwoch. So. Habe ich jetzt auch schnell ohne Schlecker müssen, das hilft nicht. Oder? Wir nehmen Pro-Gamer-mäßig einfach das da. Fixhodern von rechts. Wischen wir da einmal sauber rundum, damit da nichts fällt. Anstatt da ständig ohne zum Schlecken. Aber es schmeckt so gut, das sind wir. Sprengi, Laughs in Half-Life 3. Das werden wir noch lange warten, nicht? Das hätte ich jetzt fast gesagt, das erzähle ich mir meine Kinder, aber ich werde nie Kinder haben.
Bürger macht den Bürger glücklich. Nice Stream. Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Rimworld ist wirklich. Ist so ein typisches Spiel eigentlich. Was ist denn da jetzt ausgefallen? Irgendeine Gumminoppe. Wo zur Hölle kehrt das Gumminopperl hin? Das ist eine kleine Abdeckung von der Schramm da herum. Interesting. Weiß ich nicht, wie ich das rausgekriegt habe. Es ist so schlecht, war man noch gar nicht bis jetzt in Rimworld. Ja, für das, was Hardcore ist und mittlere Schwierigkeitsstufen, gestorben ist noch keiner. Es war zwar jetzt kurz einmal knapp. Wir fahren jetzt minus 5 Grad und wenn es da alle gleichzeitig umhaut und bewusstlos sind, dann war es. Einfach so, blub, und weg. Der Flix, Alter, du hast mich so angefuchst mit dem Spiel. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, wir haben jetzt mal aktuell, jetzt haben wir nur noch 600 Leute, die zuschauen. Vor bis jetzt gerade waren wir 700 die ganze Zeit. Das ist mir klar, dass da der eine oder andere dabei ist, dem das taugt, weil sonst daten erstens nicht 700 Leute zuschauen. Dann ist ein kleiner Teil dabei, glaube ich, der das Spiel kennt und der das selber schon ausgiebig gespielt hat. Und es hat einen Grund, warum das, glaube ich, warte, da können wir auf Steam ja mal schauen. Es hat einen Grund, warum. Wo ist denn? Da ist. Es hat einen Grund, warum. Wo hatten Bewertungen? Wo sind Bewertungen? Meine Fresse, Alter. Wie viel? 35.000? Bewertungen? Positive? $74.000. Sag mal, ein Spiel auf Steam, das 74.000 äußerst positive im Schnitt Rezensionen hat. Eins. Ist das meistbewertetste Spiel auf Steam? Und Mr. Flix, ja, Factorio ist sehr ähnlich. Factorio. Schau mal, was hat denn Factorio? Factorio. Factorio. Das habe ich erst in meiner Sommerpause gesuchtelt wie Ende 83.000. Dann zeigt es mir eins, was mehr hat wie Factorio. Among Us. Ja gut, ja okay, Among Us. Ja, die habe ich jetzt vergessen. Among Us, Fall Guys. Wahrscheinlich. Was hat Among Us? 378.000. Ja gut, das hat es bis vor 2 Monaten auch noch nicht gehabt. Das Spiel ist 8 Jahre alt. Aber was hat ein Fall Guys? Spielt das eigentlich noch jemand? 282.000. Okay. Was hat CSGO? Counter-Strike Global Offensive? 5 Millionen. Seems legit. Blät. Bumsov hat mit Sicherheit mehr, ja. Was hat ein Fallout? Was Arma hat 12 Millionen? Was? Was für Arma? 3. 128.000. Okay, ich hab mich aber auch verlesen, weil ich ja Volldepp bin. Tetris, Landi, was hat denn der Landi? Nein, nicht das. Landwirt. Wieso gibt's denn den da nicht mehr? Weil er Farming Simulator heißt und nicht Landwirtschaft. 29.500, glaubst du es eh nicht? Ja, gut, dann ist Rimworld halt nicht eins der meisten. Ich habe gemeint, das ist eines der meisten und besten bewertetsten Spiele, was es gibt. Aber zur Gaudi hat es nicht 75.000. Arus! Maxi! Oh, Geilheit, das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Fünfer. Den braucht's jetzt nicht. Arus. Löwensepp, was hältst du von Anno 1800? 100 Stunden drin ungefähr, habe ich. Oder 150 oder noch mehr, ich weiß nicht. Mir gefällt's. Ich bin Anno-Fan fast seit der ersten Stunde. Seit 1503. So. Wie viele Leute haben wir jetzt noch? 618. Jetzt lasse ich noch kurz was laufen, ohne dass ich das jetzt kommentiere und bewerte. Und dann schleichen wir uns ins Bett. Achtung! Die Morgen weiß mich, weil es weiß mich und es sauber nicht muss. Ich sitze auf der Sound, der Platz geschmerzt, was muss ich sagen? Oh, der Herr, mal zu, der bin ich der Hund. Oder so, interessiert doch bei uns keinen. Die Morgen weiß. So. Bisschen anfixen und als kleines Mini-Belönchen, wer halt zuschaut. Da ist noch sehr weiter Weg hin, bis das fertig ist, aber ich hab mir angefangen. Mal schnell ein bisschen was zusammengerotzt und rausgefunden, so,
Vielleicht gar nicht so schlecht. Kant was werden. Kant muss nicht. Kant muss aber nicht. Kant muss aber nicht. Und es geht auch noch weiter. Es geht noch ein bisschen weiter. Moment. Ich tu daher. Die Morgen weiß mich, weil das weiß mich, und es sauber nicht muss. Wir sitzen auf das Haut, der plötzlich schmerzt, was ich sag. Oh, der Herr zu der Bälle, der hoch oder so, interessiert doch bei uns keinen. Hab ich hier, servus, grüß euch, ich bin Bürger, ich rauch. Ich fegel ohne das, ich frag dir, oh, ihr kennt der Tauch. Und wenn's dann hoch dann so schaut, du weißt schon wie ich mein. Wenn's kantelt wäre, narrisch ist auch, jetzt bin ich schon lange daheim. So, das war's jetzt aber. Ja, das war's aber. So. Da kommt noch eineinhalb Zeilen, kommen noch, dann ist klar. Also es gibt nicht mehrere hier zum sagen. So. Da ist sehr langer Wiki. Wann das irgendwann kommt, ob es überhaupt kommt, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. So! Und jetzt werden wir jetzt nichts, jetzt holen wir was zum Trinken und dann tun wir was essen und dann, ja, schauen wir mal. Werden wir dann. Werden wir ihn dann schon sehen. Jetzt pass auf. Tempo daneben geworfen, doch nicht so viel Pro-Gamer. Jetzt hat ich sagen, Freunde der Sonne, jetzt ist 10 nach 11. Ich habe jetzt keine Lust mehr. So schaut's aus. Aber hat Spaß gemacht, glaube ich. Rimworld ist einfach so blub und 3 Stunden vorbei. PayPal gespannt. Das mit den Batterien hast du falsch verstanden. Ich meinte das so, dass wenn eine explodiert und mehrere nebeneinander stehen, dann hast du ein Problem. Ach so. Aber wenn es drinsteht, dann fällt ja in der Regel nichts. Nehme ich an. Du magst das C war, das C war das beste Leben, Alter. Was da jetzt im Leben ohne C war? Maxi King, what the fuck are you talking? Oh, Babytrete brauchen wir. Ja, ich weiß nicht, ob die Frau schon schläft, ich weiß es nicht. Warte mal. Da gibt es halt nur die Babytrete zum Abschluss, ne? So, und ist da? Ja, Babytrete ein bisschen putzen. Ohrreidige Scheiße, die Ohrreidige. Mr. Squartex, einmal ein Euro und einmal ein Zwickel gleichzeitig. Wie du das machst, weiß ich nicht. Aber sehr als Bürger, kennst du einen gerne? Nein, ich weiß nicht, was es gibt so viel, was er gerne sein kann. Der Person, Holzschuhe, Viech, das gerne heißt, oder gerne tut, oder was weiß ich. Aber ich glaube einfach mal nicht. So! Da bin ich daheim, jetzt hat's klingelt. Was ein Beat ausmacht. Text wird umgeschrieben, wahrscheinlich, oder vielleicht ein grad weil es mein allererstes Lied war in dieser Art, ein grad genauso gelassen, wie er damals war, aber halt auf ein neuer Beat, neu aufgenommen, bisschen ganz geringfügig angepasst. Mal schauen, mal sehen. So, Leute, ihr seid ganz ehrlich, merci fürs Zuschauen, merci für die ganzen Donations. Hätt's nicht braucht. Und ihr wisst, ich sag's eh am Anfang, aber ich kann nicht alle 5 Minuten sagen, braucht's nicht. Naja, weißt du eh, was es ist. So, und jetzt schleicht man uns davon. Bussi aufs Nussi, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Montag mit dem Finale von Call of Duty. Und dann, ganz wichtig, notieren, am Mittwoch ist kein Stream, der ist am Donnerstag. Ich werde das auch überall morgen einposten ins Discord, in Ankündigungschannel, ich werde es auf Facebook posten, ich werde es in den YouTube-Beitrag einschreiben, überall. Und am Mittwoch selber auch nochmal. Weil garantiert am Mittwoch um 1 Sekunde nach 8, wo ist er denn? Ist halt kein Stream. Und ich sitze da und denke mir, so, nicht schleicht euch ins Bett. Merci fürs Zuschauen. Bussi aufs Nussi. Habe. Geistig behindert, die Scheiße wird nie langweilig. Nicht schleicht euch. Donnerstag 20 Uhr, Montag 20 Uhr, schöner Sonntagmorgen. Habe die Ehre.